So, deren sind so, dann können wir aufhängen mit dem Minister Sam Thomson, Professor Dr. Rainer Atzbach, Professor Dr. Matthias Wemdorf, Professor Dr. Lukas Clemens, Madame Christian Biss, Herr Jo Cox, Frau Jasmin Hangartner und Herrn Cyril von Planter. Damit habe ich alle wichtigen heute anwesenden Personen begrüßt. Und dann begrüße ich natürlich auch den Gemeinderat, alle guten die Damen und die Herren, ob das Reunion, die so ganz großen Uklang findet, wo viele Leute interessiert sind, was da mit der Petite Marquise los ist. Erlaubt mir, juste zwei Informationen zu geben pour toutes les personnes de langue française. Il y a une traduction simultanée en français si vous avez, on a besoin. On a des casques ici, utilisez-les. Also das Ganze geht für die französische Übersetzung, wenn ein gerne die Übersetzung hat, profitiert davon, dafür auch die Übersetzer dabei. Eine zweite Information, wir haben den heute Saal rausgewählt, weil nebendran nach einer kulturellen Veranstaltung ist, ich muss nur mal für Noven, wir wissen aber, dass die ganz viele Leute Noven nicht konnten dabei sind, respektive aber ganz stark interessiert sind. Dafür haben wir kurzfristig dezidiert, das heute auch per Video abzuholen. Also wir filmen auch kein Gesicht, dass die im Moment Gift irgendwie erkannt gehen oder so. Wir aber versuchen trotzdem den Vortrag noch notfrohen zu filmen, dann das setzen wir genau wie als Gemeinderatssitzung dann auf dem Internet sieht, da kann die nicht da, also den Heiers, dann denke nur gucken. Dann möge ich, das wäre vielleicht aber nicht unwichtig, für das dort festzuhalten. Erlaubt mir da vielleicht ein bisschen, ja, aus der Sicht von der Gemeinde, ein bisschen über Marquise zu schwätzen. Ich meine, die nachher Leute und Leute aus der Gegend, aber darüber hinaus auch aus dem ganzen Land, kennen manst Petite Marquise über die Presse. Aber nicht positiv, das ist einfach lange Zeit, wo das ein Ruin war, seit 1996 wird Marquise nicht mehr exportiert, davon da wurde sie so dahin gesiegt. Und von das nicht auf der Marktplatz gewesen wäre, hat das viel mehr Leute interessiert. Mir so das natürlich als Gutstoff, als Marktplatz, lange Zeit, ja, nicht gut ausgesehen los. Wir waren dann am Gemeinderat froh, wie 2014 eine Firma, PHP, herangereicht wird, für die Marquise in Stand zu setzen. Wir haben die gestimmt, haben wirklich mit Ungeduld darauf gewartet, dass das gewugt und das hat sich getan, und das Römenke nicht ging, bis irgendwann ein Kreator, ja, ich hatte die Leute ein paar Mal konvokiert, wo sind wir in dem Dossier drin, wer nach heute, wer nach da und das, und da hat mir irgendwie nicht gemerkt, dass das viel warme Luft und nicht viel Konkretes war. Da bin ich okay, da muss man irgendwie gucken, dass wir aus dem Problem rauskommen. Schon nun ein großer Lützebauer Baufirma Patron kontaktiert und schon die gefragt, ob den nicht gerne dem Dossier von der Petite Marquise unholen. Ich habe doch gemerkt, das ganze Jahr versucht, das Projekt von Nöwen zu rechnen, von den Nöwen zu rechnen, man doch mit den Proprietären geschwärzt, wo Kompromisse gemacht waren, für den, bei dem ersten Projekt von PHP. Und in einem Jahr könnt der Patron bei mir sitzen, Herr Wegner, die Projekte, die rechnen sich nicht. Das geht nicht ab. Die Kompromisse, die gemacht sind, mit den Preisen, das geht nicht, das ist nicht wirtschaftlich, das geht nicht ab. Ja, dann machen wir dann evaluiert und dann an den Gemeinderat gegangen. Der Gemeinderat hat gesagt, wir haben hier ein Problem. Das dort kriegt keinen hin, das ist wirtschaftlich nicht interessant. Nur ist das hier ein politischen Wort, den wir müssen hören. Also ist das wichtig, dass die Marktplatz Römenke so zurückgebaut wird, wie sie war, das Stadtgebäude, an ihrem Leben dienen könnt oder nicht. Und da muss ich sagen, merci den damaligen Gemeinderat, dass das unanim gestimmt ging. Der Gemeinderat hat unanim gestimmt, dass wir die Gebäude aufkaufen, die Kompromisse überholen und ein Projekt daraus machen. Das war 2017. Und wir haben dann
das war die Decision, Kompromisse gemacht, bis wir dann Takte gemacht hatten, und bis wir proprietär waren, ein Projekt drauf hatten. Das war dann im Oktober 2018. Da hat man die Wort am Gemeinderat 40 Millionen für das Projekt zu machen. Und da übersprang ich ein paar Sachen, dann irgendwann haben wir die Folie gefunden. Was Kasten anbelangt, gebe ich das auch ganz gerne so, weil das nicht unwichtig ist. Wir haben mittlerweile als Gemeinde 8,9 Millionen Euro ausgegeben. Wir haben 4 Millionen an die Akquisition von den Gebäuden ausgegeben. Wir haben 1,4 Millionen an Planung, 1 Million Großœuvre an der Lo, weil das Projekt gestoppt ist, haben wir ein Arrangement von findet auf Gericht zu gehen. Wir hatten eine Submission mit einem Auftrag rausgehen, den haben wir gestoppt. Für dann juristisch Schwierigkeiten zu kommen, eine Abfindung von 2,5 Millionen, da sind wir ein Total von 8,9 Millionen. Bon, es ist auch ganz gespannt, genauso wie dir. Ich wollte nur als Historik für ein bisschen Position von der Gemeinde auch zu weisen, was wir gewisse kriegen. Ich meine, das ist aber interessant. Ich meine, das ist kein Mensch wusste, dass er dort Gift leihen. Und ich meine, dass ein Dekuvert gemacht gehen, die aber einen wissenschaftlichen, archäologischen, nationalen, internationalen Wert hat. Das ist abgezeichnet. Ich meine, das ist mal gut. Das ist mal Geschichte. Das ist ein Teil von der Geschichte von Echternach neu geschrieben, vertieft, und das ist ein wertvoll Erbe. Das ist eine Prozedur, für das dort national zu klassieren. Das heißt, dass die Steine nicht dürfen zerstört gehen, das heißt, die müssen nach Halle gehen. Gesagt, als erstes wird man dann bis mit den Experten auf den archäologischen Aspekt von den frühen Akkuren. Wir haben parallel als Gemeinde ein Büro von Wien, ein Architektenbüro, aber auch mit einem Schwerpunkt Archäologie beauftragt, für zu gucken, wie kann man dann die frühen do an ein Gebäude integrieren. Das ist natürlich komplementär, und noch sind froh, wir haben mit dem Transom den Aufenthalt präpariert, aber auch dann nur der Präsentation von der Archäologie, von den Funden, ich auch können weisen, wie am Ausland ähnlich sitten, dann an ein Projekt angebunden gesehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, also wenn es nicht zerstört in der Halle muss gehen, das heißt, dass eine Option A, eine Wiederverfüllung eventuell mit einem archäologischen Fenster, dann ist das auch für die Zukunft geschützt. Also vielleicht nicht wünschenswert, und die Rekommendation von dem Büro, dem wir beobachten, das Kredalo, das ist dann ein Schutzbau zu machen in situ, und das ist ein froh ja, von den Kasten. Da waren wir so rein, wir mussten nur diesen Abend die Pläne adaptieren an die zwei Richtungen, das chiffrieren, und dann muss man es mit dem Kulturminister zusammensetzen und gucken, wie wir den Projekt finanziert kriegen. Das ist ein bisschen den Drum aus dieser Sicht, und ich gebe los, und Madame Transport wird gehen, für eine Begrüßung zu machen. Ich wünsche merci. Ja, schönen guten Abend, déjà alle guten. Leben Herr Bürgermeister, liebe Membre vom Schaffen Allgemeinrat, sehr geehrte Experten und vor allem live Interessierte von der Geschichte von Echternach und auch darüber raus. Es war mir persönlich extrem wichtig, dass wir das heute gingen machen. Wir haben über die Presse kommuniziert, wir haben immer stückelweise Informationen über den aber exzeptionellen Fundus, den heute gemacht wurde, noch draußen gedroht gehen, was auch gut ist, dass etwas, wo wir sollen darüber schwätzen. Mir ist schon aber wichtig, dass wir den Échange mit ihr hätten, mit den Leuten von Echternach und aus der Umgebung. Erstens mal für zu informieren, was ist dann Lodo wirklich Front gehen. Und das kann kein besser wie diejenigen, die Projekt schaffen, für Madame Christian Biss von dem neuen
INRA, früher bekannt als CNRA, ich komme noch kurz darüber zurück, also der Archäologe von Lützeburg. Wo sie mich informiert hat für das globale Jahr hier, über das, oder das Jahr hier, wird das Partei Fond gouf, dann hat man natürlich viel Diskussionen und Échangen darüber. Und es war mir wichtig, dass man auch eine Vue von außen gehen kriegen. Und dafür noch einem Échange auch mit Professor Dr. Wemhoff haben wir dezidiert, den aus von den Staatlichen Museen von Berlin, hier werde ich ja noch ein bisschen erklären, was sie gemacht haben, auch ein Komitee scientifique anzusetzen von 3 Professoren, die heute zusammen sich die Site auch nicht von außen angeguckt haben, für das ein bisschen an den Kontakt zu setzen von ähnlichen Sachen, die frontgesehen am Ausland oder wie man das auch kann besser verschaffen. Die Historik vom Bürgermeister hat es gewiesen. Wir sind hier auch schon einfach historisch auf einem speziellen Platz, weil schon ganz viele Projekte hier an der Diskussion waren, weil die Site so exposiert ist, weil eben darauf gewartet wird, dass in einem neuen Leben gefüllt wird. Dafür verstehe ich auch ganz gut die bisschen Unruhe, die entstanden ist, weil gerade hier der tote Fund gehoben. Auf der anderen Seite war da auch vorausgesehen, dass ihr dann nach mit dem historischen Wert, wo man kennen, schon hört, an der zentralen Platz, wo ihr dann auch immer gespielt wird, dass es eigentlich nicht verwunderlich vor, dass hier eben Sachen Fund gesehen. Was natürlich auch exceptionell ist, dass Qualität von dem Wert Fund kauf. Ich fand vielleicht auch für den Kontakt zu setzen, von wie die Archäologie funktioniert. Wir haben kürzlich ein neues Gesetz an der Chambre gestimmt, das ist das neue Gesetz vom 25. Februar von diesem Jahr über das Patrimoine kulturell, wo wir probieren, an eine andere Richtung zu gehen, die schon lange appliziert wird, auch vom demolischen CNRA, eben durch das neue Gesetz mit einer neuen Denomination an eine unabhängige Instanz, das Institut Culturel de l'État, den INRA, für mehr präventiv hier zu gehen. Das heißt, dass wir viel mehr darauf sensibilisieren und das eben noch legal an den Kader auflösen lassen, dass eher so Großprojekte gemacht gehen, dass dann viel drüber geguckt wird, als etwas da, auf für allem eben auf den Plätzen, wo wir davon ausgehen, dass eine große Potenzialität da ist, dass eben eine Archäologie präventiv gemacht wird. Das heißt, dass die Arbeiten, die das letztes Jahr gemacht haben, dass die dann möchte eher aufhängt mit Planen, für das auch schon die Risiken alle Guten kann erschätzen. Was geschieht heute? Mein Aussage war immer die, dass wir natürlich eine formidable Découverte gemacht haben, mit dass ich der Gemeinde erst danach, an den erst nachher, natürlich schon nicht Wert imposieren, weil es keinen Wert hat, dass man etwas dem Publikum zugänglich machen, etwas en Valeur setzen, gegen den Willen von den Leuten, die am Alltag damit konfrontiert sind. Dafür hätten wir, oder wir haben theoretisch schon mal 2 Optionen. Ich habe mich 4 Klassement ausgeschwärzt, das ist aber noch nicht klassiert. Wir warten auf den Avis vom Gemeinderat, an den Gemeinde wird doch gewährt, ob den Noven von den Noven, für dann auch den Avis zu holen. Wann das Site klassiert wird, was ganz probabel ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Das sind einfach zugeschott wird, darf dann nicht aufgerappt gehen, mit kann kein zugeschott gehen, und dann drauf etwas anderes, das eben gemacht wird, mit darf dann nicht touchiert gehen, müsste erhalten bleiben. Was dann auch die Projekte, wie geplant war, nicht möglich ist. Und das andere, dass ihn in Valeur setzt, dass ihn etwas möchte, für die Leute das Minute zu bringen, für die Kanner Geschichte von Demos nach Minute zu bringen, für eine Kohärenz vom Site, wie wir ihn heute schon kennen, erst danach die Epoche von Willy Brucht, wo der Teil darauf zurückgeht, für das noch besser en Szene zu setzen, und auch am Punkt Tourismus nach einer Attraktivität zu holen und die Geschichte von Lützeburg eben noch besser zu verstehen und abzuschaffen. Und da hat man ganz gut Flotreunion letzte Woche, also aber wie wir Marketten drauf gehen, natürlich stellt sich die Frage vom Finanzment, wie wir dafür gehen und auch wie ihr das machen. Und da haben die Experten
die Gemeng an Auftrag gehen huet auch schon ein paar Ideen abgezeschen und das fand ich auch ganz flott und dafür da gefreut, dass das auch sollte nur gewiese gehen, sodass ihr gesagt auf der einen Seite dem wissenschaftlichen Aspekt und auf der anderen Seite, was machen wir da lo aus dem wissenschaftlichen Aspekt. Bon, für verschiedene Leute ist das da vielleicht just ein Kopf steng, aber das ist aber unser Patrimoine, das nationale Patrimoine, ohne der Decision vier zu greifen, mit die Chance ist die ganz groß, dass es das wird gehen. An dem müssen wir erhalten. Wir haben nicht an der Archäologie, also nicht wie beim Bâti, wo wir ganz viele Sachen müssen wirklich erhalten. Das Prinzip von der Archäologie ist echt den, dass die Archäologen ganz froh sind, was sie nicht müssen, irgendwo buddeln gehen, wenn Sachen einfach können leihen bleiben, aber was sie buddeln gehen, dann normalerweise holen sie es just ab, sie fotografieren nicht, sie dokumentieren nicht, sie halen, dass man dann wissen, was du wo, und da kann du noch gebaut gehen. Es gibt aber heinz exzeptionelle Situationen, wo das eben nicht durchgeht, wo man es nicht können machen mit einem gewissen Vereinen und noch mit der Mission, die wir haben, mit den internationalen Konventionen, die wir unterschrieben haben, wo wir uns engagieren, unser Patrimoine zu schützen und zu erhalten. Verschiedene können wir nicht just dokumentieren, verschiedene müssen wir beibehalten. Und fand ich auch vom Prinzip her gut. Natürlich hat ein Projekt eine ganz Historik, die möchte, dass eben für die Gemeinde mehr kompliziert ist wie vielleicht ein anderes Projekt. Wir haben so Beispiele auf anderen Plätzen am Land. Ihr kennt Schieren, ihr kennt Fichten. Und hier ist etwas eben auch, was ganz extraordinär ist. Voilà, ich freue mich auf die Diskussion. Ich will aber nur den Experten Wort gehen, für ob wir dann bis die durch den Abend feiern, für ich ganz am Detail zu erklären, was Fund gouf, was auch am Ausland zum Beispiel mit so Fundussen gemacht gouf. Dann bis. Vielmals merci für die einleitenden Worte. Ich muss also jetzt heute Abend versuchen, Sie zu überzeugen von diesem Wahnsinnsfund. Das machen wir eigentlich in dem Sinne, dass wir zunächst erst einmal kurz die Funde vorstellen und dann ein bisschen auch in den historischen Kontext von Echternach setzen. Viele Leute, die hier sitzen, kennen das auswendig. Aber vielleicht sitzt doch der eine oder andere hier, der vielleicht noch nicht das so ganz weiß. Deswegen werden wir da ein bisschen versuchen, den Spagat zu machen zwischen den beiden Hin und Hers. Dann kommt Matthias Wemhoff und wird dann vor allen Dingen das Ganze in ein bisschen einen größeren historischen Kontext setzen und auch sich Gedanken darüber machen, was aus seinem Blickwinkel heraus verschiedene Möglichkeiten der Valorisierung sind. Und dann kommt danach Novetus und zeigt dann einen Ausschnitt aus ihrem Schaffen, aus ihrer Bestandsanalyse. Und dann geht es weiter in die Fragerunde. Und das versuchen wir alles in einer Stunde hinzukriegen. Dazu überspringe ich. Ja, jetzt wird sportlich. Also anschnallen, bitte Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Kommen wir also zum ersten Teil. Einmal ganz kurz nur, Sie wissen alle, die Römervilla ist nicht ganz unwichtig, hier unten. Was den vielen Leuten vielleicht nicht klar ist, von der Römervilla ist nur dieses kleine Teil hier sichtbar. Der ganze Rest der Pars Rustica liegt noch unter dem Rasen verborgen. Könnte auch irgendwann mal vielleicht gehoben werden, der Schatz. Dann haben wir natürlich das spätantike Kastell, auf dem heute St. Peter und Paul steht, und die Römerbrücke. Einfach nur so, um ein bisschen Vorwissen zu haben. Es ist Echternach im Mittelalter. Da kann man natürlich extrem viel erzählen oder sich ganz kurz halten. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, hat nur damit zu tun, weil wir das nachher immer wieder brauchen zum Verstehen von den Befunden, die wir gemacht haben. Also wir haben 697, 98 von der Mina die Schenkung an Willibrord, von dem merowingischen Kloster, was wir hier oben haben. 704, 706 wird dieses Kloster unter den Schutz von Pippin II. Gestellt. Damit wird das Kloster ein Reichskloster.
Das hat weitreichende Folgen, weil im Kleingedruckten sagte Piepen, ja, ist kein Problem, ich nehme das direkt unter meinen Schutz. Ihr habt auch freie Wahl für eure App und so weiter. Ja, aber nur die ich mag. So. Und das führt dazu, dass in der Folge, nachdem Willibrord gestorben ist, nur noch sogenannte Laien-Äbte eingesetzt werden. Bis ins Ende des 10. Jahrhunderts ist das so der Fall. Ich habe hier rechts einmal so ein paar aufgeschrieben, da kann man sich nämlich mal vorstellen, Laien-Äbte, das sind ganz normale Grafen und sehr hoch angesehene Persönlichkeiten aus dem High Society sozusagen. Regina ist der Enkel vom Lothar I., Adalhard ist Seneschal, Karloman, der Sohn vom Karl II. Also wenn man sich das vorstellt, für die Leute, die hier in Luxemburg sind, die wissen ja, dass Graf Siegfried auch Laienab von Echternach war. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, sich klarzumachen, dass Siegfried da in einer ganzen Reihe sehr wichtiger Persönlichkeiten steht und dass der ein oder andere, der vielleicht so denkt, ja, Siegfried, der ist so irgendwie so der Kleine aus den Ardennen, der, ja, wie ist das nur Menschen möglich, dass seine Tochter Kaiserin wird? Man wundert sich, aber ich möchte das gerne zu bedenken geben, man muss das vielleicht neu bedenken. Wir haben den Marktplatz, der hier erstaunlich dreieckig eigentlich ist, und wenn man das miteinander vergleicht, gibt es in Europa ein paar solcher Marktplätze, die alle ganz gerne ins 10. Jahrhundert datieren. Wir haben als nächsten wichtiges Datum 1031, wird von Erzbischof Poppo die Basilika neu eingeweiht, nachdem die 1016 verbrannt ist, zusammen wohl mit großen Teilen der Stadt. Weswegen sage ich das? Einfach nur, dass wir irgendwie um 1000 gute Steinmetzen in der Gegend haben, egal wie. Entweder für die Abtei oder für das, was wir bei uns gefunden haben. 1444 brennt die Stadt ab, die mittlerweile 1236, jeder weiß es hier, die Stadtrechte bekommen hat. Und es wird der kleine Denzelt, der verbrannt ist, der Lindstahl, also der wird aufgelassen zugunsten des neuen Denzels, der heute noch da steht auf dem Marktplatz. Unsere Fundstelle auf dem historischen Plan befindet sich hier an der Ecke des historischen Marktplatzes und man sieht anhand der schwarzen Pfeile wunderschön, dass wir mit großen Verkehrsflüssen zu tun haben. Diese Straßen hier sind lediglich durch die späteren Stadtmauer unterbrochen worden, aber wir sehen, dass wir eigentlich hier voll im Fadenkreuz zweier ganz großer Handelswege liegen mit unserer Fundstelle. Arbeit des Archäologen. Wir nehmen ganz gerne den Urkadaster, digitalisieren ihn und überlagern ihn, weil der Urkadaster wie das Gedächtnis einer Stadt funktioniert. Man verkauft selten das Gelände des Nachbarn, sondern man kann nur das verkaufen, was man selber hat. So kann man über den Kadaster sehr schön zurück in der Zeit gehen. Und nochmal eine kleine Historik. Ups. So sah also die Markise aus kurz vor ihrem Abriss. In der Rue devant le Marché, über die werden wir nämlich auch sprechen, eine nette kleine Besiedlung von Handwerkerhäusern. Dann wurde abgerissen, Ende 2017, 2018 haben wir Sondagen gemacht. Und wenn man dann hier so sieht, wir sind hier tief in den Boden reingegangen, bis auf die natürlichen Schichten und haben eigentlich nur den Bauschutt von der Petite Marquise gehabt. Lediglich hier mit dem gelben Pfeil gezeigt, ein klitzekleiner Ausschnitt, wo man Richtung Marktplatz hin, wo man gesehen hat, oh, da ist noch ein ganz klein bisschen Archäologie. Aber damit tut man jetzt nicht gerade den Hund vom Ofen hervorlocken. Dann haben wir 2020 im April angefangen, in dem Gartenbereich der Petite Marquise, eigentlich auf der Höhe der sogenannten 4 Rue devant le Marché. Da sind wir schon gar nicht mehr in dem Bereich von der Petite Marquise hinten dran, auszugraben, weil wir uns eben da erhofft hatten, dass da dann doch etwas ist, haben relativ schnell schon dieses doch wirklich unglaublich feine Mauerwerk entdeckt, das aber noch verborgen war und überbaut war mit Gebäuden in der Nachbarschaft, diesen Betonruinen, an die sich da vielleicht der eine oder andere noch erinnern kann. Die mussten also zuerst verschwinden, bevor wir weitergehen können. Aber es war ganz lustig. Selbst ein Laie, der mich besuchte, stand davor, guckte mich an und sagte, oh, Madame Bies, das ist extra, gell?
Ja, das ist extra. Und das sind also diese feinen Handquadermauerwerke, wunderbar fein gearbeitet, also im frühromanischen Stil. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir mit der Gemeinde gesprochen haben, gesagt haben, wir müssen die Häuser, die hier standen, von dem das eine Bild stammt, und diese Betonruine, die hier vorne stand, das muss weg, sonst können wir gar nichts aussagen. Ist das wirklich nur ein kleines Stückchen Mauer oder kommt da noch mehr? Am Ende sah es dann so aus, am Ende des Jahres hatten wir gerade angefangen, also Ende 21, dann den groben Bauschutt mal alles weggezogen und man sieht jetzt schon lauter Brandschichten, die bis und Mauern, die gar nicht zu der Rue Devant le Marché passen, sondern einen ganz anderen Winkel zeigen. Ja, wenn man dann also nochmal rekapituliert, wir haben also 2018 die Sondagen in der Petite Marquise gemacht, 2020 das kleine Eckchen hier gefunden und sind dann eigentlich 2021 und jetzt dieses Jahr eigentlich erst richtig in die große Grabung reingegangen. Das muss man sich vielleicht auch klar machen. Normalerweise machen Sondagen zeigen, wo was ist. In diesem Falle, weil die Sondagen am Anfang in der Petite Marquise waren, wo die Keller waren, wo alles zerstört war, sind wir auf dem Holzpfad gewesen mit der Interpretierung. Also manchmal sitzt man dann da als Archäologe und ist selbst erstaunt, was da so alles kommen kann. Wir hatten auch noch zusätzlich, um dieses Bild noch zu komplettieren, 2021 wurde die Infrastruktur in der Straße Rue Devant le Marché, also in Devant le Marché, erneuert und hat uns auch wichtige Erkenntnisse geben können, weil nämlich, Sie sehen hier überall so kleine Mauern und die zeigen, dass dieses Ganze durchaus Teil dazugehört. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Älteste Strukturen, eine wassertragende Schicht, 3900 bis 3650 vor Christus, C14 datiert. Wir haben zahlreiche Hölzer rausgenommen, die sind aber noch in der Aufarbeitung, da haben wir leider noch keine Resultate raus. Nichts Menschliches, rein natürlich. Und trotzdem spannend zur Rekonstruktion der Natur. Die ersten Siedlungsspuren fangen dann mit Willibrord ein, also in der Zeit des 7. und 8. Jahrhunderts. Lauter Gruben und Pfostenlöcher, wo ich Ihnen aber leider heute noch keinen Plan zeigen kann, weil wir ja noch nicht überall durch sind aus dem Ganzen und das Ganze gibt so einen etwas komischen Fleckenteppich. Man sieht auf dem rechten Bild auch, die Grabungsbedingungen waren im Winter natürlich auch nicht immer ganz gut. Deswegen auch das Zelt, was wir aufgerichtet haben, damit wir schneller und kontinuierlich arbeiten können und nicht bei jedem Regenschlag nicht weiterkommen. Wir ahnten auch, dass im Juli dann das Wasser von unten kommt. Also damit haben wir auch nicht gerechnet. Also wir konzentrieren uns also auf diesen Bereich von 2021, 2022. Man sieht den Gesamtplan. Das ist alles ziemlich chaotisch durcheinander, kann man nicht verstehen. Wenn man das hier, den Phasenplan, ein bisschen auseinander nimmt, versucht es ein bisschen klarer zu machen. Wir werden heute Abend nur über diese rote Strukturen kümmern, weil das ist das, worauf es drauf ankommt heute. Diese anderen Strukturen sind auch spannend, aber das ist... Ja, kommen wir also zu diesem Wahnsinnsgebäude. Nochmal, wie Sie am Anfang gesehen haben, dieser Eingangsbereich, den wir hier vorne haben, wo der schwarze Pfeil drauf sitzt, und der Pfeil zeigt immer die Blickrichtung. Das Ganze zieht hier weiter rum, einmal um das Ganze hier herum, ist sowohl im Fundamentbereich als auch im aufgehenden Mauerwerk zum Teil erhalten und von einer absolut außergewöhnlichen Qualität. Jeder einzelne Stein ist einzeln bearbeitet worden, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man jetzt hier diese Grube, die wir da hatten, sieht, diese Grube war nur gefüllt mit dem Steinmaterial des Steinmetzen, der jeden einzelnen Stein da behauen hat. Allein das ist schon ungewöhnlich. Wenn man dann hier die Umfassungsmauer, wir hatten jetzt eben gerade hier, jetzt kommen wir hier auf die also die entlang der Rue Devant le Marché ist, dann sehen wir hier auch wieder dieses feine, kleinlagige Mauerwerk, abgeschlossen durch eine Reihe noch feiner behauener Steine mit einer Art Regenspritzschutz, der dann das Ganze abschließt. Und dann muss man sich vorstellen, geht die Mauer nach oben
Und dann hat man in einem späteren Zeitraum, hier da wo der gelbe Pfeil ist, da sieht man etwas orangefarben eingezeichnet, Eingänge, einmal 2 Meter breit, einmal 1 Meter breit und dann hat man dann auch noch, weil das so spannend war, das auch noch mal einmal umgetauscht. Das war so zuerst der kleine links und dann der große rechts und dann umgekehrt. Und eben den weiteren Verlauf der Mauer, der sich anschließt. Nehme ich Sie jetzt mal mit in das Gebäude, in das Hauptgebäude. Also wir waren jetzt in der Umfassungsmauer, jetzt gehen wir ins Hauptgebäude rein und Sie sehen hier mit der 280 jedes Mal gekennzeichnet, 2 wunderschöne Eingangssteine, unglaublich fein bearbeitet. Wir haben innen Putzreste an den Mauern gehabt und wenn man sich das hier anguckt, da sieht man also auch einen schönen Steinbelag, der innen ist. Das ist allerdings der jüngste, das ist der 1444 verbrannt ist. Und dann kommen unten drunter in ungefähr 10 Zentimetern unglaublich enger Dichte über 300 Jahre Geschichte zusammen. Also man muss sich hier vorstellen, hier ist, jeder Zentimeter ist dann mal so 100 Jahre. Und das erklärt sich natürlich daraus, weil diese Tür unheimlich schön gestaltet war und dann wollte man natürlich viel davon haben. Dementsprechend ist man immer wieder auf das alte Niveau runtergegangen. Um Ihnen auch noch mal zu zeigen, dass eine Mauer nicht immer eine Mauer ist, und aber auch wir sehen hier die Mauer hier vorne und also in demselben Raum, wo wir reingekommen sind. Wir sind also von rechts kommend hier reingekommen. Hier sehen wir noch den schönen Fußbodenbelag. Und dieser Raum ist dann einmal getrennt worden. Man hat also eine Trennmauer versetzt. Und die ältere Mauer sehen wir hier vorne, das ist alles im Verbund. Und in dem Moment, wo man die eine Mauer abgerissen hat, musste man an der Hauptmauer was reparieren. Das hat man sozusagen wie am offenen Herzen gemacht. Die eine Seite der Mauer, die hinter D auf der anderen Seite ist die Mauer noch perfekt im frühromanischen Stil. Und auf der anderen Seite hat man dann eben die Mauer reparieren müssen, die durch den Abriss von der älteren Mauer kaputt gegangen ist. Und so ist das also häufiger gewesen. Das zeigt Ihnen ein bisschen, dass das für uns nicht immer so ganz einfach ist. Man muss wirklich da sehr sich mit den Mauern auseinandersetzen. Das geht nicht immer so ganz schnell. Noch ein Blick nochmal in diesen Raum zurück. Ne? Hinten haben wir gesehen, B, da sind wir reingekommen und dann wurde dieser Raum eben halt mit einer neuen Mauer getrennt. Man sieht hier sehr schön die Baufugen und dann hat man diese Mauer zum Teil aus diesen historischen Mauersteinen der Frühromanik wieder benutzt. Da muss man erst mal gucken, wieso, das sind doch dieselben Steine. Ah nee, das geht aber nicht, die Baufuge ist da. Man sieht, die haben hier einen wunderschönen Fensterstein wieder benutzt oder Türstein, das wissen wir noch nicht so genau, das müssen wir noch abklären. Hat man sich also sehr viel Mühe gemacht. Gucken wir in den letzten Bereich unseres Haupthauses, von hier einmal reingeguckt. Wir sehen hinten wieder den Raum, wo wir sozusagen gerade fertig geworden sind. Da muss ein Durchgang in Richtung Raum D gewesen sein. Auch hier trennt eine Mauer in einer späteren Phase den Raum in 2 Teile. Und dann ganz besonders haben wir hier vorne eine Latrine. Und diese Latrine ist bauzeitlich entstanden. Wir haben das Phänomen, dass in den frühen Burgen das durchaus vorkommen kann, dass man auch Latrinen hat, die innen drin sind. Und das Besondere ist, wenn wir eine innenliegende Latrine haben wie das, dann haben wir einen Latrinenschacht. Wir müssen also mindestens mit einem weiteren Stockwerk rechnen, alleine aufgrund dieses Indizium. Wir haben noch mehr Indizien, dass es mehrere Stockwerke gab, aber das da ist eben halt auch eines der ganz wichtigen. Die Latrine ist im 13. Jahrhundert zugeschüttet worden. Dann kommen wir effektiv im 13., 14. Jahrhundert wird zum Teil den Laufhorizont, also den Niveau, auf dem man gelaufen sind, die Fußböden werden angehoben. Es ist ein großer Moment, wo vieles geändert wird und wir finden überall diese Spolien, von der eine haben wir ja schon gesehen, die überall verbaut sind. Das sind die Spolien, die hier in so einem Türkisblau dargestellt sind. Ja, ganz zum Schluss noch ein Blick auf den großen Ofen, der ganz am Anfang schon rausgekommen ist, quasi zum ersten Moment schon, und der so tief durchgeglüht ist, dass wir uns schon fast die Frage gestellt haben, soll das nicht der Ursprung für den Stadtbrand gewesen sein, so wie das durchgeglüht ist. Wir haben das gut dokumentiert und ich versuche jetzt nochmal mit den Brandexperten von der Feuerwehr Kontakt aufzunehmen, um das mal nachzuchecken.
Aber bislang hatten wir noch keine Zeit dazu. Aber das ist eine spannende Piste zum Nachdenken. Kein Archäologenvortrag ohne ein bisschen Funde, müssen sein. Wir haben also ein bisschen von den merowingischen Funden, dann in der Zeit, also vom 10., 11. Bis 12. Jahrhundert, noch einmal wunderschöne, so eine etwas edlere Keramik des 12. Und 13. Jahrhundert, Importware zum Teil. Dann haben wir Hinweise auf einen Ofen, der durch diese Becherkacheln manifestiert werden kann. Man muss sich den Ofen so vorstellen, also die Kuppel von einem Ofen, und da werden diese Töpfe reingesteckt und dadurch kann die Hitze nach außen entweichen, ohne dass da der Rauch in den Raum gerät. Nochmal ein bisschen feine Keramik aus der Zeit vor 1444, sogenannte Metzerware, was ganz Edles. Ja, und dann aus dem Randhorizont über dem Fußboden, den wir hier hatten, wir diesen Zerstörungshorizont und Münzen über Münzen, den Ring, wir hatten einen schönen Schmuckstein dabei und so weiter. Ich kann Ihnen das gar nicht alles im Detail zeigen, nur einfach, da hat man gesehen, 1444 hieß es, rettet, rennet, flüchtet, da war man froh, wenn man überlebt hat. Kommen wir also zum Schluss von meinem Teil. Ihnen ist ja vielleicht aufgefallen, wir haben mehrere Mauern, die einen rechten Winkel haben, und wir haben andere Mauern, die haben keinen rechten Winkel. Die haben sogar eine ganz komische trapezoide Ausrichtung. Die konnten gerade bauen, sowas nicht. Und in der Diskussion, die wir miteinander hatten, was haben wir damit? Wir haben ein sehr frühromanisches Gebäude von erlesenster Qualität in einer unglaublich großen, komplexen Bauweise mit einer innenliegenden Latrine. Wir sind also in einem besonderen Bereich. Und dann kommt noch diese komische Ausrichtung dahin. Und wir hatten eine Diskussion mit meiner Kollegin und hat sie gesagt, du kannst da nichts mit dem Kloster sehen, das muss dieselbe Ausrichtung haben. Ich sage, guck mal, wir haben hier das merowingische Kloster und das hat genau diese Ausrichtung. Und das führt eben dazu, deswegen habe ich Ihnen das einleitend ein bisschen erklärt, wir haben eben, das Kloster war in Hand von Laienäbten. Und Graf Siegfried nimmt aktiv an der ottonischen Klosterreform teil, die dazu dient, das durch diese Laienäbte geplünderte Kloster wieder aufzubauen, wieder nach oben zu ziehen, weil effektiv die Laienäbte haben wohl bis zu 60% der Güter des Klosters sich einfach um den Nagel gerissen. War verboten, haben sie trotzdem gemacht. Und diese Klosterreform ist eben dafür da, das Klostergut wieder zu restituieren. Und es ist unheimlich spannend zu wissen, dass der Luxemburger Grafenhaus bis 1041 die Mermis auf dem sogenannten Echternacher Klosterhof hatte. Und erst 1041 den Klosterhof, also den weltlichen Besitz, an das Kloster wieder zurückgibt. Und das ist das eine, was wichtig ist. Und das andere, wir haben, Graf Siegfried ist der letzte Laienabt. Und wenn er bis zur Klosterreform im Kloster übernächtigt haben sollte, während seiner häufigen historisch belegten Aufenthalte in Echternach, dann ist das Risiko aber sehr groß. Er bleibt ja Vogt. Er bleibt Vogt und er bleibt damit die Person, die für sämtliche weltliche juristische Fragen zuständig ist, um das zu klären. Und dann, wenn man sich dann die Lage guckt, direkt am Marktplatz, das ist fällt einem schon sehr schwer, nicht an ihn zu denken. So, das ist von meiner Seite. Matthias, ich glaube, du kannst das Ganze noch etwas unterstützen. Wenn du bitte kommst. Brauchst du Wasser? Das kennst du. Ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Echternach zu Ihnen sprechen kann, zu so einem bedeutenden Ort. Ich bin selber jemand, der sich viel mit Karolingerzeit beschäftigt hat, lange in Paderborn, und natürlich ist Echternach immer ein klingender Name gewesen, und wunderbare Werke aus dem Echternacher Skriptorium haben wir auch schon auf verschiedenen Ausstellungen zeigen können. Insofern für mich eine große Freude, hier in der Stadt des Heiligen Willibrord heute sprechen zu können. Und ich tue das stellvertretend zusammen
zusammen mit meinen beiden Kollegen, die heute hier sind, Rainer Arzbach, Professor in Aarhus, und Lukas Clemens, Professor in Trier. Beides Experten auf dem Feld der Baugeschichte. Lukas Clemens noch zudem bestens mit allen Funden in der Region hier vertraut. Und für uns war es eine ganz große Freude, als wir angesprochen worden sind von Christiane Biesworch und von Ihnen, Frau Ministerin, uns diese Befunde einmal anzusehen, dass wir die Möglichkeit hatten, in einen so wirklich spannenden neuen Fundkomplex hineinzuschauen. Sie müssen sich vorstellen, es ist nicht häufig der Fall, dass man die Gelegenheit hat, ein neues Steingebäude an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert erforschen zu können und erkunden zu können. Denn das ist die eigentliche Kernaussage, deswegen zeige ich Ihnen auch dieses Bild hier nochmal. Wir haben es mit einem Steingebäude zu tun und Steingebäude sind in der Zeit ausgesprochen rar. Wir haben sie natürlich im kirchlichen Kontext. Wir wissen, dass die Kirchengebäude und auch die Klöster zum Teil in Stein errichtet worden sind, hier bei einer solchen bedeutenden Abtei sicherlich vollständig. Und wir wissen, dass die Bauten der Herrschaft, des hohen Adels in dieser Zeit in Stein errichtet werden, dass man dabei schon der Nachfolge des Königtums oder dem Vorbild des Königtums letztlich folgt. Also schon allein ein solcher so genau datierender Befund ist wirklich etwas Spektakuläres. Und wir haben es vorhin schon gehört, das wirklich Spannende hier ist auch die ungeheure Qualität der Mauern. Das ist etwas, was nicht jemand in einer Stadt einfach so kann. Das sind wirkliche Spezialisten, erfahrene Handwerker, die das hier ausführen. Und das spricht natürlich auch für die Wichtigkeit, wir haben es schon gehört, des Bauherren, der dahinter steht. Und für uns war es eine ganz spannende Frage, zu schauen, ja, was können wir uns überhaupt an Gebäuden vorstellen, die dahinter stehen? Was sind überhaupt Steingebäude aus dieser Zeit vom 10. zum 11. Jahrhundert? Wir haben uns hier jetzt mal nicht auf Kirchen konzentriert, da gibt es noch ein paar Beispiele mehr, sondern tatsächlich auf den sogenannten Profanbau und geschaut, was wird errichtet. Wir haben hier diese bedeutende, man kann es eigentlich sagen, Pfalz oder Residenz de la Fontaine in Aquitanien. Und da sieht man ja auch, wie fein und wie regelmäßig das Mauerwerk ist. Also mir geht es jetzt hier gar nicht um den ganzen Grundriss, das kommt noch ein bisschen später. Mir geht es hier tatsächlich darum, Ihnen einfach die Qualität des Mauerwerks zu zeigen, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, in welchem Niveau wir uns hier bewegen und wieso dieser Komplex so außerordentlich ist. Und Sie können sich dann mal ein bisschen später hier in diesem Wohnturm, der erstaunlich hoch erhalten ist, einfach mal vorstellen, wie Ausdehnungen von Gebäuden in dieser Zeit aussehen können. Wir haben diese langen, längsrechteckigen, palasartigen Gebäude. Man sieht hier auch diesen großen zentralen Eingang, ja auch so ein Motiv, was Sie schon erahnen bei uns. Aber es wird gleichzeitig auch ein zweiter Bautyp entwickelt, der in die Höhe geht. Also wichtig ist schon immer bei herrschaftlichen Gebäuden, ein Erdgeschoss reicht nicht, das ist ein Stall. Also muss schon irgendwas oben drüber stehen, wo man dann auch entsprechend sich zeigen kann. Und das zeigen, glaube ich, diese Baureste schon mal ganz schön. Ein anderes Beispiel hier, das ist eine wichtige karolingische Burganlage, die direkt vom Herrscher beauftragt ist. Ich zeige Ihnen jetzt gar nicht die Anlage, wie sie heute aussieht, das ist alles viel, viel jünger. Wichtig ist uns einfach hier nochmal die sehr sorgfältige Aufnahme des Mauerwerkes, das Lagenhafte, was Sie auch bei unseren Befunden hier in Echternach sehen. Und natürlich auch dann wieder hier unten Eckverstärkungen und Eckverquaderungen. Ja, wo finden wir Vergleichbares? Ich muss natürlich auf Paderborn kommen, das liegt aber auch total nahe. Sie müssen sich einfach die Welt dieser Zeit als sehr vernetzt und sehr verknüpft vorstellen. Und wir sehen das natürlich wunderbar an dieser einflussreichen Familie der Luxemburger. Siegfried ist ja nicht irgendwer, sondern steht hier ganz am Anfang, hat für die luxemburgische Geschichte eine enorme Bedeutung. Und seine Frau Kunigunde ist in Paderborn gekrönt worden. Und damit sind wir natürlich in einem Riesennetzwerk, das allen in dieser Zeit bekannt ist. Die Pfalz, die noch steht, als sie gekrönt wird, das ist die da oben in dem grünen Grundriss. Und Sie sehen einfach nur, dass solche Gebäude, die der Herrscher nutzt, grundsätzlich komplex sind. Was zu allen Anlagen natürlich dazugehört, ist immer ein relativ großer Raum.
der beim König natürlich noch ein bisschen größer und längsrechteckiger sein darf und die große Halle imitiert. Aber letztlich sind solche Gebäude immer Gebäude mit einer großen Halle, wo man etwas auch feiern und darstellen kann. Das ist ganz zentral dafür. Und deswegen drumherum natürlich viele, viele Nebengebäude. Das ist extrem wichtig. Auch so schmale Gänge, auch sowas sehen wir gleich noch. Auch Anlagen davor, wo man sich zeigen kann, wo sich ein Balkon befindet. Das sind alles typische Residenzbauten, Herrschaftsbauten. Und natürlich sind das die Vorbilder, die den Adel in dieser Zeit interessieren. Hier unten nur ein kleiner Hinweis. Das ist die Pfalz, die dann zu Lebzeiten von Kunigunde für Heinrich und Kunigunde gebaut wurde. Und auch da hat man ein wunderbares Mauerwerk. Das ist alles original aus dieser Zeit. Und was man hier auch sieht, und das gilt auch für die großen Portale hier unten im Untergeschoss, mächtige Eckverquaderungen, sorgfältig gearbeitet, hier oben sogar mit einem großen Bogen versehen. Das Gebäude lebt letztlich in seiner Wirkung natürlich von den Portalen. Weil Portale zeigen auch immer die Wichtigkeit dessen, der da durchgeht. Insofern ist das in einem solchen Gebäude extrem wichtig. So, es kann aber auch noch ganz anders aussehen. Jetzt hier ein wunderbares Beispiel, das Lukas Clemens bestens kennt aus Trier, den Turm Jerusalem. Der ist ein bisschen gewaltiger vom Mauerwerk als das, was wir hier haben. Was er aber schön zeigt, dass auch diese Turmbauten dann letztlich schon einen gewissen Luxus integrieren, wie man das hier schön sieht, mit einer innenliegenden Kloake. Also man möchte auch natürlich oben beim Feiern im Hauptgeschoss nicht den mühsamen Weg nach unten zur Toilette nach draußen haben, sondern eine Latrine um die Ecke gehört dann schon dazu, damit es auch richtig krachen kann am Abend. Also das ist auch ein schönes Beispiel dafür. Und wir haben es ja gesehen, hier unten die Latrine, die wir tatsächlich auch hier in diesem Fall haben, auch ein sicherer Beweis dafür, dass es da oben ein erstes Stockwerk geben muss. So, kommen wir zu einer Premiere hier. Das ist tatsächlich eine Rekonstruktion, eine erste, die bei Atzbach, bei Rainer und seiner Frau sozusagen entstanden ist in Aarhus. Und wir haben tatsächlich auch gemeinsam über viele Details noch intensiv diskutiert. Und ich glaube, auch nachdem wir heute noch einmal lange unterwegs waren, so ganz verkehrt ist es nicht. Es ist natürlich nur eine Annäherung und vieles sieht anders, kann auch anders aussehen, aber wir sind uns inzwischen über so einige Sachen wirklich sicher. Und zwar, wir sind uns sicher, nachdem wir lange diskutiert haben, dass das hier der Kernbau ist. Und dass dieser Kernbau in der Mitte einen großen Saal hat. Und der ist nicht ohne, der ist immerhin 8 mal 10 Meter groß. Also das ist schon, wer hat das sonst? Das ist mehr als ein normales Wohnzimmer. Und sicherlich der große Veranstaltungssaal oben, der sogar noch ein bisschen größer sein kann. Also das heißt ja nicht, wenn man hier unten Räumlichkeiten und Unterteilungen hat, dass oben drüber nicht ein großer Saal daraus wird. Wir wissen nur, dass der nicht bis hier reicht, weil da wäre dann die Toilette mit drin und das sollte man möglichst sich sparen an der Stelle. Also wir haben einen großen Saal, wir haben ein Obergeschoss, was dazu gehört, und wir haben interessanterweise hier diese beiden doppelten Mauern, die uns wirklich viele Rätsel aufgeben. Aber ich glaube, es geht in die Richtung, wir haben offensichtlich hier oben sowas wie eine vorliegende Empore, einen Altan, wie immer man das beschreiben möchte. Auch das ist etwas, was zur Herrschaftsarchitektur dazugehört, dass man sich da auch zeigen, auch aufhalten kann, auch den weiten Blick in die Landschaft genießen kann. Und dazu gehört natürlich auch dann der Aufgang, der hier hochgeht. Also wir glauben, hier kommt man in einen unteren Bereich hinein und dann hier oben einen Aufgang ins Obergeschoss. Wie gesagt, da können sicherlich noch bessere Ideen kommen, aber das ist unser augenblicklicher Stand. Und spannend jetzt auch noch, wie es hier weitergeht. Wir haben hier vorhin die große Front gesehen mit den Durchgängen, die an dieser Stelle waren. Also das wird noch repräsentativ auch eingefasst gewesen. Aber der Kernbau, der sieht jetzt tatsächlich so aus. Und wie kommen wir zu den Details? Das ist eine wunderbare Zusammenstellung, die einfach mal Fenster aus dieser Zeit zeigt, Fenstermöglichkeiten. Dazu gehören natürlich die Rundfenster, die groß gefasst sind. Dazu gehören Doppelarkadenfenster. Dazu gehören dann diese großen, ja,
eingestellten Säulen, diese Triforienanlagen, die wir hier dann auch haben, das ist wirklich dann ein ganz repräsentatives Architekturmotiv, was eigentlich zu so einem Bau dazugehört. Ob das nun auf der Seite saß oder auf einer anderen, das ist noch nicht so ganz klar, aber wir glauben schon, dass das hier in gewisser Weise die Längsseite, auch die Schauseite ist. Insofern kann man das da auch, glaube ich, mit Blickrichtung zum Markt ganz gut vermuten. Also man könnte sich vorstellen, dass der Hausherr von dort auch über seine Umfassungsmauern dann bis zum Markt schauen konnte. Also man sieht die typischen Bauformen der Zeit, da würde das Ganze ganz gut hineinpassen. Dann mal so ein kleines Häuschen als Vergleich, das ist das romanische Haus in Seligenstadt. Wir haben mal festgestellt, es ist deutlich kleiner als das, was hier stand, aber es ist halt eine Zeit, wo so etwas unglaublich rar ist. Es liegt ja auch daran, dass ich Ihnen eigentlich nur Ruinen zeigen kann. Also tatsächlich Gebäude aus dieser Zeit findet man nicht viel. Das romanische Haus, was auch noch 100 Jahre jünger ist als der Bau, über den wir hier reden, ist aber trotzdem vielleicht das beste und älteste aufrechtstehende Beispiel, was so ein Gebäude dann noch einmal vollständig zeigt, damit Sie auch so eine Vorstellung von der Anmutung haben. Also, so etwas stand hier in Echternach. Ich glaube, oder wir glauben, ich spreche für uns alle, dass die Überlegung, die Christiane Bies-Wolf vorhin geäußert hat, auch tatsächlich sehr zutreffend ist. Es kommt eigentlich nur einer dafür als Bauherr in Frage. Das ist Siegfried. Kein anderer kann sich das leisten, so ein Gebäude neben der Abtei, wo er Laienabt und später Vogt ist, zu errichten. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn es tatsächlich gelingt, und dafür spricht ja jetzt einiges mit diesem Gebäude, diesen strukturellen Wechsel vom Laienabt zum Vogt zu fassen. Also das ist natürlich für die Genese der Stadt und der gesamten Region von äußerster Wichtigkeit. Man kann sogar sagen, wenn man sagt, eigentlich in Luxemburg ist ja nichts mehr da in der Stadt, was auf Siegfried verweist. Nicht? Das ist jetzt hier, also die Anfänge der Dynastie kann man baulich vielleicht in diesem Gebäude wirklich noch gut fassen. Und damit sind wir natürlich bei der Frage, genau, was machen wir damit? Und ich finde diese Diskussion, die hier jetzt wirklich gelaufen ist, von Anfang an zu sagen, das ist ein so extrem wichtiger Befund. Das ist wirklich was völlig anderes, als wenn ich Kellerfundamente, Hausstrukturen finde, jetzt aus dem fortgeschrittenen Mittelalter nach der Stadtwerdung, wenn ich da im 13., 14. Jahrhundert bin oder gar nach dem Stadtbrand. Das sind alles Befunde, die gehören in den Stadtwerdungsprozess, die sind auch wichtig, aber dies hier ist ein Fund von überregionaler Bedeutung, der nun tatsächlich die großen herrschaftlichen Bezüge von Luxemburg aufweist. Und deswegen, glaube ich, muss man sich wirklich Gedanken machen, wie geht man damit um. Ich komme noch mal auf Paderborn zurück, weil Kunigunde natürlich da die Verbindung hat, aber auch, weil das ganz gut in den Rahmen passt. Wie hat man überhaupt, wie hat es sich entwickelt im Umgang mit solchen Anlagen? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn wir uns jetzt mal mit den Pfalzen beschäftigen? Da möchte ich Ihnen 3 Beispiele nahebringen. In Paderborn hat man in den 70er Jahren dieses gesamte Pfalzareal freigelegt, in den 60er, 70er Jahren. Und da hat sich halt gezeigt, dass noch relativ viele Gebäude von der Pfalz des 11. Jahrhunderts stehen. Die karolingische liegt davor. Und man hat sich dann entschieden, direkt auf die Pfalzmauern aufzusetzen, die zu ertüchtigen und das Gebäude im Volumen zu rekonstruieren. Für Paderborn und für die Bedeutung dieser Pfalz eine ganz wunderbare stadträumliche Lösung und gab die Möglichkeit, viel zu erhalten, aber natürlich hier dadurch bestimmt, dass viele Gebäudeteile wie hier, diese Kapelle, das ist hier noch gar nicht ausgegraben, oder auch die anderen Wände, hier die Ecken, meterhoch standen, also man bis in die Baudetails informiert gewesen ist. Ein zweiter Bereich, der Ihnen auch bekannt ist, Ingelheim, karolingische Pfalz am Rhein und kann man durchaus in einigen Punkten fast mit Echternach vergleichen, weil eine sehr kleinteilige Bebauung sich dort im Inneren der Pfalz, dieser riesigen Pfalzanlage Karls des Großen, entwickelt hat und man sehr schön in den letzten Jahren diese räumlichen Bezüge der karolingischen Anlage mit der Stadtstruktur verbunden hat. Also man sieht das hier an dieser großen Toranlage, dem Zentrum des großen Rundbaus oder Halbrundbaus hier. Und hier sind einfach die Säulenstellungen angedeutet. Das wird hier mal weiter gemalt. Also eine Erschließung des Befundes in dem Raum heute. Und
ein ganz anderer Bereich, jetzt ganz neu gemacht, in Frankfurt, die Karolingische Pfalz in Frankfurt. Da hat man in den 70er Jahren ja einen Teil des Betonrathauses drüber gebaut, was inzwischen wieder abgerissen ist. Und dann kam es ja zum Aufbau der Altstadt in Frankfurt und zur Neugestaltung des Gebäudes über der Pfalzanlage. Da steht praktisch heute ein Gebäude drüber, was eine Halle dann innen hat, in denen man dann die archäologischen Befunde erkennen kann. Also es gibt keine Verbindung zwischen der Gestalt des Gebäudes, aber es wird ein großer Raum geschaffen, in dem man das Gebäude und die Baubefunde nachweisen kann. Eine ganz aktuelle Gestaltung. Jetzt sehen wir hier ganz nah das Beispiel in Trier, damals, als es gemacht worden ist vom Architekten Ungers, ein ganz mutiger Bau, eine mutige Entscheidung der Stadt, eine enorme Investition, 30 Millionen Mark damals, die dort verbaut worden sind und ja, auch ein Anziehungspunkt heute in Trier. Und das war natürlich auch so ein Wendepunkt überhaupt, wie Trier mit seinem archäologischen Erbe umgeht, diese ganze Diskussion um die Viehmarktthermen. Jetzt was ganz anderes. Jetzt nehme ich Sie mal mit nach Berlin. Und da sehen Sie die Kuppel des Stadtschlosses, die wiedererrichtete Kuppel des Stadtschlosses. Und unter der Kuppel des Stadtschlosses gibt es auch eine große archäologische Zone, die jetzt gerade zusammen mit dem Humboldt-Forum eröffnet worden ist. Über 600 Quadratmeter der Schlosskeller sind dort zugänglich. Also, ich sage mal, das ist das Einzige, was original ist an der Schlossrekonstruktion, der Gang unten durch die Keller. Und das ist ein Bereich, wo wir ganz wunderbar nachvollziehen können, wie auch Besucher damit umgehen, mit so einer solchen Zone. Ich habe den Eindruck in der letzten Zeit gewonnen, dass archäologische Bereiche gerade in ihrer Fragmentarität dazu führen, dass sich Besucher intensiver damit beschäftigen, als das oft der Fall ist bei einer fertigen Fassade. Da geht man vorbei und guckt, ach, und es ist ja schön. Und man hat sich gar nicht mit Details beschäftigt. Sobald ich etwas Fragmentarisches habe, ist wie beim Puzzeln, muss ich in meinem Kopf das Gesamtbild ergänzen. Das heißt, ich habe eine richtige Abstraktionsleistung. Ich habe gedankliche Arbeit, die damit verbunden ist. Und damit habe ich sofort einen Prozess der Aneignung. Das ist etwas, was wir in ganz vielen Punkten im Augenblick auch in der Touristik in Berlin erleben. Es sind oft gar nicht die Stadtrundfahrten, die das Offensichtliche zeigen. Es sind die verlorenen Spuren. Es sind die Suche nach den Mauern. Es ist die Suche nach den Spuren der Nazizeit. Es sind solche Sachen, die viel mehr Leute locken. Und man sieht ja also damit gerade, dass auch solche Sachen extrem wichtig sind. Ich kriege in diesen Schlosskellern eine viel stärkere Beziehung zu dem, was im Schloss passiert ist, als das mit den rekonstruierten Fassaden möglich ist. Weil ich mich immer durch die Spuren der Geschichtlichkeit, auch der Fragmentarität des Ganzen, ja, auf die Fährte gesetzt fühle, wirklich zu fragen, was ist da passiert. Und das ist etwas, was ja in der letzten Zeit wirklich ganz deutlich geworden ist. Und insofern ist das Thema archäologische Fenster ein Thema, was ganz groß überall gespielt wird. Also was jetzt in ganz vielen Diskussionen kommt, was wir nicht nur in Berlin ständig haben. Man möchte praktisch diese in einer immer architektonisch, das trifft jetzt für Echternach sicherlich nicht zu, aber ansonsten, meinetwegen für Berlin und für andere Städte, in denen viel modern gebaut wird, da sagt man, das Stadtbild wird immer monotoner. Die Fassaden sehen alle gleich aus. Irgendwann habe ich überall Stützfassaden. Und der Wunsch ist immer viel stärker zu sagen, ich brauche doch an einigen Stellen Anhaltspunkte, die mich wieder an das heranführen, was an älterer Geschichte überhaupt da ist, die mich zum Nachdenken bringen, die mich zum Begreifen der langen Geschichte an diesem Ort bringen. Das ist so ein Umfeld in Berlin. Da ist es viel nötiger. In Echternach ist das ja nochmal eine andere Situation. Da sind wir mitten in der historischen Gründungsstadt von Berlin. So sieht das da heute aus. Und das Gebäude, was da steht mit dem schönen Plakat, das ist unser neues archäologisches Zentrum, was gerade gebaut wird. Und direkt davor auf dem Platz stand einst die Pfarrkirche der Stadt Berlin, des Kölner Teils. Davon ist in so einem Umfeld gar nichts mehr da. Umso wichtiger wird die Archäologie. Das ist nur ein kurzer Einblick. Wir bauen dort ein archäologisches Haus, was über den Resten der ältesten Lateinschule steht. Das ist gerade der aktuelle Stand. Nächstes Jahr ist der Bau fertig. Also man sieht die eingehausten Mauern. Man sieht sogar hier Fundamente der Kirche, die dazugehören. Und dort werden wir ein spezielles Konzept machen, was eigentlich was anderes ist als ein Museum. Man hat unten die Fahrebene der Befunde. Und man wird auch in diesen großen Freiflächen dann vermitteln an die Schüler, was ist überhaupt
das Arbeiten der Archäologen, was ist überhaupt Stratigraphie, wie kommen wir zu Erkenntnissen. Eins höher richten wir unsere Werkstätten ein, da ist der Befundeingang, da wird man mitbekommen, ganz direkt, was ist denn gerade wieder in Berlin gefunden worden, was wird denn gerade bearbeitet. Eins höher sitzt die Werkstatt und dann kommen die Magazingeschosse und dann kommen die Aktionsflächen. Also eine Kombination, wo wir das archäologische Arbeiten unmittelbar mit den Besuchern verbinden werden. Aber ganz wichtig ist da auch wieder der Ankerpunkt der Archäologie. Archäologische Zonen sind schon seit langem ein großes Thema. Sie erinnern sich vielleicht auch an Rudolf Pörtner und den Fahrstuhl in die Römerzeit. Das war sozusagen der große Roman der Archäologie, der aufgehängt war an dem Prätorium in Köln, als man beim Wiederaufbau des Rathauses in der kriegszerstörten Kölner Innenstadt die großen, gut erhaltenen Reste des Prätoriums fand, wurde da die erste große archäologische Zone über den Resten des mittelalterlichen Kaiserpalastes eingerichtet. Seit über 60 Jahren eine absolute Touristenattraktion und jetzt Kern der erweiterten archäologischen Zone. Das ist ein Bild, das ich vor 2 Wochen da gemacht habe. Der Bau geht voran. In Köln wird ein großer archäologischer Bereich, das sogenannte Mikwa, gerade errichtet. Über 6.000 Quadratmeter Archäologie sind dort im Kölner Stadtzentrum demnächst zugänglich. Also nur mal ein Beispiel dafür, dass das auch etwas ist, in dem Besucher immer stärker geschult werden. Also Besucher erleben an immer mehr Orten, nicht nur in Barcelona und Athen, sondern auch in ihrem direkten Umfeld, den Umgang mit Archäologie und das Lesen von archäologischen Befunden. Also man steht nicht alleine, wenn man so etwas macht. Auch wieder ein Kölner Beispiel, Columba vom Architekten Zumthor. Das ist natürlich ein Bau, den sich das Erzbistum Köln leisten konnte und auch den Architekten und diese große archäologische Halle über Columba. Aber auch ein wunderbares Beispiel, wenn man sieht, dass praktisch die Archäologie auch zum Ankerpunkt wird, zum Sinngeber, zur Anknüpfung für das Kunstmuseum des Erzbistums, was ja vor allen Dingen durch auch großartige Ausstellungen moderner Kunst in Verbindung auch mit alten Kunstwerken auf sich aufmerksam macht. Also das ist etwas, was geradezu von dieser archäologischen Verbindung auch lebt. Man sieht, man kann ganz unterschiedliche Museumskonzepte mit diesem Gedanken einer archäologischen Stätte verbinden. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel, das mich auch an meine eigenen Anfänge zurückführt. Das ist Herford, Reichsabtei Herford. Dort habe ich Ende der 80er die Ausgrabungen geleitet und dort wird jetzt in dem nächsten Jahr ein Gebäude über dem Refektorium, auch aus dem 10. Jahrhundert, errichtet im Nordflügelbereich. Und das ist nochmal eine Weiterentwicklung dieses Konzeptes der archäologischen Fenster. Das ist ein großes, längsrechteckiges Gebäude, durchaus in Punkten zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Und dort entsteht ein Gebäude in einer modernen Formsprache drüber, was letztlich die Formensprache des untergegangenen Klosterflügels an dieser Stelle darstellt und damit zu einem Marker im Stadtraum wird. Also die Architektur soll schon transportieren, was dort gewesen ist, soll daran schon erinnern, assoziieren und dann wird das Ganze auch eine Einheit. Und man sieht hier unten diesen durchfensterten Bereich, da kann die Luft durchgehen, das ist alles sozusagen offen klimatisiert, das ist ja entscheidend, wie geht man mit archäologischen Fenstern um, dass sie auch beständig sind. Und da ist unten praktisch eine große Grabungshalle, wo man hinuntergeht und oben ist dann eingehängt nochmal eine Ausstellungsebene mit Projektion. Wir haben das in diesem Bereich auch jetzt mal so gemacht, dass das jetzt kein voll musealer Bereich wird, sondern dass das etwas ist, was vom Verkehrsamt in der Nähe mitbetreut wird. Das wird morgens aufgeschlossen, abends abgeschlossen und es ist letztlich etwas, was dazu animiert, einfach auch jeden nochmal beim Stadtrundgang da reinzugehen, anzuhalten, was erzählen zu können. Ich finde, solche archäologischen Fenster dürfen nicht nur gedacht werden für den Tourismus. Sie sind vor allen Dingen dafür da, dass man in der eigenen Stadt seine Geschichte erzählen kann, auch transportieren kann. Das ist das Wichtige. Man muss diese Identifikationspunkte schaffen und dazu braucht es sicherlich dann auch über einem solchen eindimensionalen, oder nicht, ist ja nicht, aber so einen archäologischen Befund auch eine markante Architektur, die das auch im Stadtraum verortet. Und ich glaube, hier in Echternach gibt es dafür ganz wunderbare Voraussetzungen. Danke. Vielen Dank, Matthias.
für den wirklich tollen Vortrag. Danke. Kommen wir jetzt also zu der totalen Improvisation. Die Novetus haben es fertiggebracht, ihren Bericht noch letzte Woche fertig zu kriegen und sind wirklich also völlig improvisiert, zack, auf den Anruf hin, könnt ihr kommen? Ja, wir kommen, hier sind sie. Danke sehr für diese Einführung und danke sehr, dass wir hier die Resultate unserer Studie auch präsentieren dürfen. Etwas improvisiert, also please bear with us. Wir werden versuchen, jetzt noch ganz kurz eben diese Resultate zu zeigen. Nur kurz vorweg, wir sind eine Firma in Wien, die sich mit Kulturvermittlung, historischer Bausubstanz, Archäologie und Bauen im Bestand auseinandersetzt. Und für diese Anfrage, für diese Studie besteht unser Team eben aus meinem Kollegen Alexander Stagel, Geschäftsführer und Archäologe, mir auch Geschäftsführer, aber Architekt, und Kollegin Hangartner, Archäologin, spezialisiert auf Vermittlung und Museum Studies. Kollege Rechberger ist für Tourismus und Entwicklung von Tourismuskonzepten und Gestaltung zuständig und Rita Mallen macht Bauen im Bestand, auch Architektin. Und so haben wir gedacht, dass dieses Team dazu da wäre oder gut wäre, um die Frage der Gemeinde zu beantworten. Es geht im Schluss darum, okay, diese Baulücke muss geschlossen werden und wir haben eine einzigartige Fundstelle. Wie gehen wir damit um? Was können wir damit machen? Und was können wir vielleicht auch noch mehr daraus holen? Wir haben dann unsere Studie im Grunde aufgesetzt und gefragt, was haben wir da überhaupt? Dann, was dürfen wir überhaupt? Dann als nächstes, und was müssen wir machen? Und das ist besonders jetzt eben, was die Archäologie angeht. Und wie haben das andere gemacht? Wir haben gerade gesehen, diese Situation ist ja nicht einmalig, also haben wir uns umgeschaut, was andere so getan haben. Und am Schluss natürlich, was können wir hier damit machen? Und das alles haben wir dann ineinander in Handlungsempfehlungen gegossen in den 3 Feldern Archäologie, Stadtplanung und Tourismus. Gleich vorneweg, das Grundstück steht bereits unter vorläufigem Schutz. Das heißt, jede Veränderung, die dort stattfindet, muss von der Frau Ministerin bewilligt werden und die Gemeinde muss das, was dort ist, erhalten. Das war einmal das, was vorneweg kommt. Und jetzt, um die Erhaltung, gebe ich das Wort an meine Kollegin weiter. Ja, vielen Dank und auch Hallo von meiner Seite. Ja, einige Möglichkeiten, wie man archäologische Fundstellen erhalten kann, hat uns Herr Wemhoff schon vorgestellt. Ich gehe jetzt noch mal kurz darauf ein, welche Möglichkeiten gibt es zur Konservierung archäologischer Fundstellen. Im Prinzip kann man die in 3 Teile unterteilen. Man macht Rekonstruktionen, man macht eine Translozierung, das heißt, man verschiebt die Fundstelle woanders hin, oder die In-situ-Konservierung, das heißt, der Erhalt der Fundstelle an dem Ort, an dem sie sich jetzt befindet. In Echternach kommt nur die In-situ-Konservierung in Frage. Auch hier gibt es wieder eine riesen Bandbreite, was man alles machen könnte. Freigelegt und überdacht, Präsentation der Befunde wäre sehr schwierig wegen den klimatischen Bedingungen. Das würde die Befunde ziemlich rasch zerstören. Eine Glasplatte wäre machbar. Da gibt es aber oft Probleme mit dem Mikroklima und die Wartung kann sehr schwierig sein. Als am realistischen sehen wir die Wiederverfüllung. Das heißt einfach das Zuschütten mit Sand der Fundstelle und das Bauprojekt darüber oder eben einen Schutzbau, das heißt die sichtbare Integration der Fundstelle in ein Bauprojekt. Diese beiden Optionen möchte ich jetzt euch kurz genauer vorstellen, was das für das Bauprojekt Petite Marquise bedeuten würde. Wiederverfüllung, ja eigentlich ziemlich klar schon beim Namen, Fundstelle wird zugeschüttet und das ursprüngliche Bauvorhaben kann mit kleinen Einbußen umgesetzt werden. Beim Schutzbau muss die
Fundstelle integriert werden. Es wird größere Einbußen im ursprünglichen Bauvorhaben geben. Das Projekt muss also neu ausgerichtet werden, was aber auch neue Chancen und Potenziale bergen kann. Auch bei der also bei der Wiederverfüllung muss die Fundstelle nicht unsichtbar werden. Man kann zum Beispiel, wie hier auf dem Bild, ein Platz in der Schweiz, da wurden die Befunde noch im Belag abgezeichnet. Oder man kann kleine Teile präsentieren, zum Beispiel mit einer Glasplatte oder einem archäologischen Fenster. Es gibt auch diverse Möglichkeiten, mit Infotafeln oder digitaler Ebene zu arbeiten. Beim Schutzbau. Der Schutzbau wäre unsere klare Empfehlung, eben auch aufgrund der Wichtigkeit der Fundstelle, die Sie jetzt schon ausführlich gehört haben. Da könnte das ursprüngliche Nutzungskonzept nur reduziert verwirklicht werden. Es wäre aber eine angemessene didaktische Möglichkeit zur Vermittlung des Befundes. Es wäre auch ein geringerer Aufwand im Unterhalt der Fundstelle, jetzt im Vergleich zu einer Glasplatte. Und es könnte auch einen Symbolcharakter und eine identitätsstiftende Wirkung haben, wie wir ja auch schon vom Herrn Wemhoff gehört haben. Und natürlich, wie das oft der Fall ist bei Kulturerbestätten, ein Anziehungspunkt in der Stadt und auch ein neues touristisches Ziel. Genau, und dann haben wir diese Erkenntnisse jetzt auf dieses Grundstück gelegt. Und wie Sie sehen, ist die Kernfundzone, die Frau Biss vorher schon definiert hat, wenn wir diese 530 Quadratmeter aus dem Grundstück herausnehmen, um, sagen wir mal, eine minimale Ausstellungsfläche, Besucherzentrum ergänzen, kommen wir auf rund 900 Quadratmeter. Das heißt aber, dass die restliche Fläche weiterhin bebaut werden kann. Und das heißt, dass zum Beispiel das geplante Restaurant vorne zum Platz, der Lückenschluss, die Fassade, die zum Marktplatz hin überhaupt die Integrität des Marktplatzes wiederhergestellt werden kann. Und es bleibt sogar noch Platz dazwischen im Erdgeschoss, einerseits Erschließungskerne, aber auch andere Flächen, die kommerziell genutzt werden können, vorzusehen. Oben drüber sind weiterhin Wohnungen möglich. Mit anderen Worten, ist die Umsetzung des ursprünglichen Projektes mit Integration eines Schutzbaus möglich, natürlich mit Abstrichen, wie gesagt, insbesondere natürlich der Tiefgarage. Die wird leider in dieser Form nicht mehr möglich sein. Wir haben, wie gesagt, unsere Beispiele angeschaut und sind von einer Bandbreite gegenübergestanden, die in zum Beispiel Walsee in Österreich sehr gering, das ist einfach nur ein Schutzbau um die Funde, oben drüber der ganz normale Bau, bis zum Mikwa-Museum oder dieser archäologischen Zone in Köln, wie wir von Herrn Wemhoff gehört haben. Und da bewegen wir uns natürlich auch preislich in einem Faktor 1:10, je nachdem, was man dann für eine Strategie verfolgt, was für eine Nutzung vorgesehen ist und wie weit man da gehen möchte. Wir haben dann einfach mal das Minimum hinten herausgeschnitten und einfach nur die Volumina versucht übereinander zu setzen. Sie sehen, dass wir hier auch mit einer kleinen archäologischen Zone und diesem Schutzbau immer noch sehr viel Fläche oder beziehungsweise Volumen haben, um auch das Stadtbild Echternachs wieder zu vervollständigen. Wir sehen aber auch Potenzial, da wir ja so viel Fläche oder Volumen haben, vielleicht auch diese Ausstellungsfläche zu erweitern bzw. das neu aufzuteilen, eine neue Nutzung zu finden oder anzupassen, das Projekt anzupassen, ohne Einbußen vorne zum Marktplatz hin zu erfahren. Und das wäre natürlich jetzt auch der Anstoß, um das in einen größeren Kontext zu setzen, vor allen Dingen was den Tourismus angeht. Und da bist du wieder dran. Ja, nur noch kurz einige Worte zum Kulturtourismus in Echternach. Wie Sie alle wissen, es gibt ein sehr großes Angebot an kulturellen Stätten in Echternach. Es gibt sehr viele Themen, die bespielt werden, viele Epochen. Das ganze Angebot ist aber stark segmentiert. Das heißt, es gibt keinen zentralen Vermittlungsbogen, der jetzt diese Geschichte erzählt. Und es gibt auch eine beschränkte Zugänglichkeit.
Das heißt, die Öffnungszeiten sind nicht koordiniert, manchmal wird man zu verschlossenen Türen hingeführt. Hier würden wir jetzt eine Chance sehen für die Petite Marquise, einerseits im Schließen der Baulücke. Dann könnte die Petite Marquise als Anlaufstelle dienen, als Historical Hub, wo eben dieser Vermittlungsbogen zu den Themen der Stadtgeschichte gespannt werden kann. Themen wären zum Beispiel eben der Ursprung mit Siegfried oder älteste Stadt Luxemburgs, auch die Spiritualität mit der Springprozession und allgemein die Stärkung des Kulturtourismus in Echternach. Und das jetzt alles zusammengezogen würde für uns bedeuten, dass man jetzt auf diesem Fundament dieser jetzt doch neuen oder umfassenderen Informationen eine Diskussion zu führen, okay, wo möchte man hin, was möchte man tun, um dann auch politisch zu entscheiden, okay, was wird jetzt oder was soll umgesetzt, dann kann man auch über die Finanzierung sprechen, eine Zeitschiene erstellen, um zu wissen, okay, wohin, bis wann soll was passieren. Aber, und das ist an sich die Quintessenz, es muss auf jeden Fall eine Strategie entwickelt werden und vielleicht auch das Nutzungskonzept angepasst werden, wie das eingebunden werden kann, damit das auch erfolgreich für Echternach wird und wir alle auch langfristig, nachhaltig eine Fundstelle haben, die wir über Generationen präsentieren können. Danke sehr. Vielen Dank. Wir sind damit sozusagen, Sie haben noch was unterschlagen. Ein Blick auf das heutige Echternach, wie sich die Markise im Moment gerade so darstellt. Und man sieht sehr schön, es wird viel gebaut. Damit kommen wir jetzt also eigentlich schon zum Schluss. Also Herr von Planta hat also ganz wunderbar schon eine Zusammenfassung gemacht. Damit erübrigt sich für mich eigentlich eine. Und ich könnte jetzt eigentlich direkt überleiten in die Fragestunde. Gibt es da schon so die Ersten, die schon direkt den Finger hochstreichen? Also wir haben hier 2 Mikrofone im Publikum und ich möchte gerne genau die wichtigen Personen, Frau Minister, Herr Bürgermeister und das Expertenteam nach vorne holen, stehen also zur Verfügung, um Ihnen alle Fragen, die jetzt vielleicht noch offen stehen, zu beantworten. Wie gesagt, ja, da ist schon. Ich habe eine rein historische Frage, und zwar 2. Die erste, Sie betonen die Rolle von Siegfried, das gefällt mir sehr gut, aber welche Datierungselemente haben Sie, um diesen Bau Siegfried zuzuschreiben und nicht einem seiner Vorgänger Laienäbte? Und die zweite Frage, haben Sie auch den Bau mit St. Maximin verglichen? Wir wissen, dass Siegfried beim Bau der Salvatorkirche in der Stadt Luxemburg sich an der Maximinerkirche inspiriert hat. Können hier nicht auch solche Elemente mit eingeflossen sein? Was war die erste Frage? Ich mag das nicht. Ja. Ein Mikrofon hier? Ja. Ja, der Ton ist da. Die Datierung nach archäologischen Kriterien basiert im Wesentlichen auf der Bauausführung. Zum einen, wie das Mauerwerk ausgeführt ist, das hat ja der Herr Wemhoff schon erklärt. Das ist eine ganz charakteristische Art und Weise, wie ein frühromanisches Mauerwerk im 10., 11. Jahrhundert ausgeführt worden ist, mit diesen unglaublich sorgfältig zugeschlagenen Steinen. Da war wirklich eine Gruppe handwerklicher Profis am Werk, die die Steine aufeinander gesetzt haben, fast wie Lego-Steine in gleichmäßig durchlaufenden Reihen, die aber dann erkennen lassen, dass doch eine gewisse Ungeübtheit im Umgang mit dem hervorragend zubereiteten Material da ist. Wirklich wie so ein kleiner Junge mit Lego spielt. Der fängt an, baut eine Mauer um die Ecke rum, um die Ecke rum, um die Ecke rum und dann ist das Haus zu Ende und dann ist da so eine Stopffuge. Das ist ein Kriterium. Die durchlaufenden Schichten der Mauerlinie sind ein Kriterium. Dann haben wir natürlich die Keramik. Archäologen, Sie wissen ja, die Zukunft der Archäologie liegt in Scherben. Wir haben die Keramik
die ist eine ganz wichtige Datierungshilfe für uns, zerbrochene Kochtöpfe und dergleichen, die sich anhand der Randform, an Form der Magerung und auch an der Farbe zuordnen lassen zu ganz charakteristischen Perioden. Und die Schichten, die unter die Mauern streichen, die Schichten und die Funde, die aus den Baugruben kommen, die sind ganz charakteristisch, das Material, was wir daraus haben für das 10., 11. Jahrhundert. Zu St. Maximin gebe ich weiter. Ja, und dann kann man vielleicht noch ergänzen, auch die verwendete Art des Mörtels. Der weist ganz starke Parallelen zu Trierer Befunden auf, bei dortigen Klöstern. Der Lehmmörtel, da haben wir schöne Parallelen aus dem frühen 10. Jahrhundert, aus St. Erminen, ne, wo die Erminer ja auch von Öhren her stammt, Grabungen aus den 90er Jahren. Und dann der Kalkmörtel mit diesem hohen Anteil an Holzkohle. Das ist ganz, ganz typisch in Trier für das 10. Jahrhundert. Das haben wir im Mauerwerk der Ottonischen Abteikirche von St. Maximin. Das finden wir in der Krypta von St. Eucharius, St. Matthias. Und das haben wir im Bischofshof aus dem 10. Jahrhundert, der neben der Liebfrauenkirche liegt und wo der aktuelle Bischof auch immer amtiert. Was jetzt den Baubefund anbelangt, dazu muss man ja einfach sagen, dass wir die Profanbebauung der Abtei, des Abteiberings von St. Maximin gar nicht kennen und deswegen auch zum Beispiel keine Parallelen zur dortigen ottonischen Königspfalz ziehen können, die es dort gegeben hat, weil wir einfach die Befunde nicht haben. Das unterstreicht aber nochmal die große Bedeutung der Befunde hier in Echternach, ne? Denn so einen Profanbau des 10. Jahrhunderts haben wir in Trier nicht. Ja? Und insofern ist der ganz, ganz wichtig. Und um den letzten Halbsatz fertig zu machen, den haben wir nicht nur in Trier nicht, den haben wir an keiner anderen Stelle in Europa. Also Sie haben ja vorhin gesehen, die Christiane Bieshorch hat uns durch das Gebäude geführt. Es hat 6 Räume mit verschiedenen Funktionen, mit verschiedener Größe. Die Gebäude, die wir kennen aus dem 10., 11. Jahrhundert, die repräsentativen Pfalzen, die frühen Burgen, die im städtischen Kontext entstehen, das sind vergleichsweise primitive Grundrisse, die wir bis jetzt gesehen haben, meine Damen und Herren. Also ungefähr 1 Raum pro Etage oder maximal 3 Räume pro Etage. Aber das, was Sie hier haben, ist ein hochentwickelter Grundriss mit 6 Räumen, einer Latrine, 2 Stockwerken. Das ist ein Wohnkomfort, den wir auf der Wartburg in Eisenach frühestens 100 Jahre später erreichen. Das ist also ein topmoderner, herausragender Bau, den wir hier haben oder zumindest archäologisch fassen können. Möchte man noch vielleicht diskutieren über die Zukunft? Hat noch jemand Ideen? Das ist, haben wir sie alle erschlagen? Sollte sich entschieden werden für den Vorschlag der Firma Novetus, inwieweit würden die Kosten da allein auf Echternach hängen bleiben oder inwieweit wäre das Land, Staat Luxemburg, das Ministerium da bereit, sich zu beteiligen? Ja, kann schon plötzlich antworten oder ja, natürlich, also das ist ja ein Großsurch von der Gemeinde, die ich auch absolut kann verstehen. Aber wenn wir von nationalem Patrimoine schwätzen, dann ist der Staat natürlich mit gefordert. Das ist eine Evidenz. Wir müssen da auch mit als Verantwortung überholen. Froh hängt eben dann ein bisschen dran, was die Gemeinde sich vorstellen kann, was kann hier entstehen. Und das ist eben etwas, wo ich gerne hätte, dass der besonders für die Gemeinde auch da steht, da gerne das will hier gesehen. Das sind am Anfang Prämissen davon. Und dann, wenn wir es sind, ob das Konzept, was hier könnt, da klären wir die Finanzierungsform, das ist evident, dass der Staat da seine Responsabilität überhält. Ja, ich kann vielleicht da ergänzen, ich meine, das haben wir letzte Woche schon beschwert, für eine Finanzierung zu kreieren, braucht man nur konkrete Projekte. Die Projekte, die wir bislang hatten, die sind schon nicht realisierbar. Das heißt, wir müssen nur einen Architektenbüro damit beauftragen,
für den fichten Deel an den hünnischen Deel neu zu konzipieren, mit den Ablagen, die wir haben. Und eben die 2 Optionen, die eben noch Novetus gesagt hat, eine Verbauung oder ein Schutzbau, aber für den Schutzbau ist wichtig, dass man den noch finanziell chiffriert kriegen, weil mit dem Projekt, mit der Zahl, kann dann mit dem Kulturminister bei dem Finanzminister gehen und dann eben die Diskussion aufhängen. Das ist einfach so, wie wir wollen weitergehen. Und dann war doch gesagt, ich meine, das war den nationalen, war internationalen Teil von dem Projekt, da gibt der Staat sich maximal beteiligen, aber dann, was darüber rausgeht, das soll man nämlich auch gucken, wenn man so, wir wollen gerne da nicht nehmen die Archäologie erklären, die da leidet, aber wir wollen da vielleicht auch Geschichte von Nichternach, was eben noch ein Pist von Novetus ist, da mal daran holen. Das wäre so den Add-on, wo wir als Stadt nach der Remeke auch müssten als finanziell darüber beteiligen. Ich meine, alles, was die kommunal, wenn ich das so Geschichte überlangt, das haben wir eine Matresponsabilität, weil den Fund, als das dann mit den nationalen, war international wichtig geht. Und da sind wir eben an guter Dialog über für gucken, wie wir da können weitergehen. Ich hatte auch noch eine Frage für, also ich fand das ganz flott, dass den so ein Bau will, 4 gesehen, so ein Überbau, und dass das eine touristische Vokation kriegt, aber wie schon von Novetus gesagt worden ist, wir haben ein paar Museen, ein paar kleine Städte, wo effektiv die Öffnungszeiten nicht immer ganz gut sind, für die Leute, die hinkommen. Am Winter ist es oft so, und da geht Ostern ab, und dann ist es mit Stunden da oder so verschiedene Sachen. Das wäre auch flott, für die weitere Gestion zu gucken, dass das aber wirklich dann noch professionell geriert wird, dass da immer ober ist, dass wirklich die Leute auch immer da eine Anlaufstelle haben, für sich können über die Geschichte von der ersten Nacht zu informieren. Ja, das ist ganz genau richtig. Ich meine, wir haben auch schon mir lange auch die dort Gedanken gemacht über die verschiedenen Museen oder Urlaubsstellen oder kulturell oder touristisch Urlaubsstellen effektiv. Das Problem ist, dass die zum Teil an einer SPL funktionieren, ganz viel mit Benevolat ist. Und das ist genau die Problematik, die wir auch diskutiert haben. Man muss professionell gehen, wann das heute soll realisiert gehen. Das hat man auch schon immer geschwert. Dann hast du auch da die Stadt eigentlich gefordert, weil das nicht nur der Bau von dem Ganzen, das schon nur die Folgekosten, dann noch das Personal. Und da müssen wir dann noch einmal gucken, wie weit man da eine Unterstützung von staatlicher Seite kriegen. Klar. Also wir haben mit vielen regionalen oder lokalen, wir haben regionalen Institutionen, Konventionen vom Kulturministerium aus. Hier ist etwas, wo wir sowieso auch schon mit anderen Assoziationen von Echternach an der Diskussion sind, für die zu stärken und zu professionalisieren. Ich gehe nicht absolut recht, das ist ein Konstat, den wir manchmal zu viel schon gemacht haben. Das ist ein enormes Potenzial, heute zuerst nach im kulturellen Bereich leid, auch im kulturtouristischen Bereich leid, und dass man da als Kräfte muss bündeln, für das zu professionalisieren. Und das ist ganz viel über Engagement von Benevole gegangen. Das ist natürlich formidabel, wenn eng Staat so kann op hier freiwilliger op ein Engagement von den Leuten zurückgreifen, die sich für hier Lokalgeschichte aussetzen. Irgendwann geht das einfach nicht mehr durch. An Öffnungszeiten sind primordial, aber auch die Abschaffen und Vermittlung davon sind extrem wichtig, nicht nur für Touristen, aber auch für Schulklassen zum Beispiel. Und dafür muss an Personal investiert gehen. Und dafür ist es eben noch relevant, dass man das nicht gemengende lang möchte, mir das auch nicht der Staat von Rohwebs diktiert, das muss zusammen umgegangen gehen, weil mengen den einen ohne den anderen funktioniert, an dem heute Fall nicht richtig. Ich wollte nach den Finanzen zurückkommen. Also Bürgermeister hat eine von denen 8,5 Millionen gespart, die als Marquis kastet.
Ich weiß, dass das nicht durchgeht, weil den Herr Mesebusch, den er sondern nicht bezahlt gehen, das ist mir leider schon wahrscheinlich weit über 10 Millionen. An meiner Naivität, Gemenge Rot schon über 20 Jahre, kann ich mir ja vorstellen, dass wir als Gemenge von Higoen an den Terrain, wohin sich ein wunderbares zukünftiges Museum könnte, dass wir den Terrain dem Staat schenken. Und dass der Staat etwas gibt hinsetzen. Die ist dann nach einer Gemenge als finanziell durch die Konsequenzen von den Überschwemmungen, wenn der bedenkt, dass wir sogar müssen eine provisorische Sportzahl abrichten, den Moment, wo wir eine andere Sportzahl am Gang sind, zu planen. Ich meine, mir keine Suchenheit zu ihr danach für ein großes Museumsprojekt. Das ist dafür gebe ich am Anfang den Ball und den Staat schießen. Und ich gebe viele proposieren, für das Ganze zu machen. Und wir beschränken uns auf den fichten Teil von der Marquise, eben für die Baulücke zu schicken. Ja, das kann ich so gesehen. Weil also das so, dass und das also eben der Message, den ich anfangs gesagt habe, von dem ich immer an dem heute Kontext so, dass es von der Lokalgeschichte von Irschenach geht, nicht eine nationale Aufgabe ist, die Lokalgeschichte von Irschenach abzuschaffen, an der Wahl zu setzen, dass das nicht mehr geht, Hand an Hand mit der Gemeinde. Und was wir natürlich können machen, ist den Site en tant que tel en Valeur zu setzen, den archäologischen Site, mir dann als das gemacht und dann ist nicht mehr gemacht, dann ist nicht das, was Vierrednerin für Druck so hat gemacht, das heißt, dass man das Gesamtkonzept ausgeschafft wird und das wird nicht national gemacht. Das ist nicht der Kulturmusee, den an all die wertvollen Gemengen, die man am Land tun, hier geht, und da kulturelle Konzepte für das Abschaffen von der Kulturgeschichte, von der Gemeinde mischt. Das ist etwas, das wird an der Gemeinde gemacht, und ganz gerne mit der Unterstützung vom Kulturministerium, d'autant plus, wenn es sich um so bedeutende nationale Patrimoine handelt, wie den wir hier haben. Aber wenn wir von einem Musee schwätzen, dann ist das der Musee, den über die schon nach der Geschichte geht, über das, was heute zuerst nach alles schon wuch, über die letzten Jahrhunderten. Und das ist nicht, was der Staat ging machen, lang, ohne Hand an Hand mit der Gemeinde zu machen. Weil das geht auch nicht. Das ist ja das auch die Erfahrung, die das weist, von wenn ihr nicht ein Standbein, ein Lokalstandbein hat und die Gemeinde hier Verantwortung damit überhält, da könnt ihr nirgends hin. Ich verstehe die finanziellen Sorgen von der Gemeinde als Freieren, Gemeinde oder Chefin. Ich meine, wir müssen gucken, dass man wie nur proposiert für das Konzept schaffen und dann den Schutzbau bauen, aber man muss nicht an einem Jahr alles fertig kriegen. Ich meine, wir können auf Plan Sicht schaffen. Und heute nach sind immer die großen Sachen mit einem Jubiläum verbunden. Und das nächste große Jubiläum, das ist 2031, wenn die Basilika, die verbrannt war, 1031 neu gebaut ging, da gehen es 2031.000 Jahre. Ich meine, wir sollen den Schutzbau machen, ein Konzept tun, an der Erlös von Finanzen sich verbessern, das an das, den an den Teil nur bauen. Ja, bonjour. Bon, wie soll ich sagen, ich drücke mich ein bisschen kritisch aus. Die muss wissen, dass ich schon an meiner Jugend als Student mit Georges Kalte viel zu Mompich ausgegraben habe. An Archäologie und noch Geschichte als wirklich mein Hobby, ja? Aufgesehen von meiner Profession. Ja? Voilà. Aber was mich ein bisschen in der ganzen Diskussion steuert, dass wenn wir kein klares Konzept fanden, wie wir das können langfristig auch sichern,
dann geht das in meinem Sinn keinen Sinn. Ich habe auch an den letzten Jahrzehnten regelmäßig archäologische Sitten besichtigt, egal ob das an Europa war, Spanien, an Tunesien, Ägypten, an Marokko, egal. Bon. Aber was ich festgestellt habe, dass es geht ausgegraben und es geht geforscht, was doch ganz gut ist, nicht wahr? Weil am Jahr von den Laufzink, da sind auch andere Sachen dabei kommen, wie just nicht mehr Mauern auszugraben. Da sind Hernosi Sachen analysiert, gegen die Pflanzen kommen sind, die darauf hingewiesen haben, wie die Leute die Zeit gelebt haben, was die Lebensgewünschte waren, und nicht nur Stehmauern. Und das ist da, wo ich will insistieren, weil sonst kommen wir darüber hin, und das ist auch aus dem Grund, wo ich die letzte Zeit keine archäologische Sitten mehr besichtigen, weil sie vergammeln. Das gesagt ihr noch bei der Römervilla, da ist ein Draht rundherum, können die nicht run, es gibt eine Avalle gesagt und so weiter. Wenn wir wollen, noch weiterkommen, in dem Sinn, da muss man wirklich ein gutes Konzept tun, was über Jahrzehnte hinwäscht. Weil just nehmen ihre Sitcon an Grundmauern angucken, das bringt nichts. Das habe ich gelernt. Das ist extrem wichtig. Also, die Herren Experten, ich drücke mich dann auf Deutsch aus, also, es genügt nicht nur Grundmauern ja, freizulegen und zu sagen, das sind perfekte Steine. Perfekte Steine finden wir auch in Peru, in Machu Picchu und überall. Ja, okay. Also man muss schon ein Konzept haben, sonst geht das Ganze, wenn ich nur gucke, wie viele Glasscheiben gelegt wurden, ja, um Grundmauern abzudecken, die nachher mit Schimmelpilzen belegt waren, wo man nicht mal durchblicken kann, wo keine Erklärungen sind, wo kein Konzept ist, dann ist das Geld in die Luft gesetzt. Also entweder ein anständiges Konzept oder wir schütten die Sache zu. Ja, also wenn wir soweit wären, geht gut, dass Echternach und Machu Picchu auf einer Ebene archäologisch liegen, dann glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Aber vorher natürlich muss man etwas machen, wie Sie das sagen. Auch die Beispiele, die ich gezeigt habe, sind natürlich alles archäologische Stätten, hinter denen ein extremes Konzept steckt. Auch eine Besucherführung und ein Herangehen. Natürlich kann man solche Sachen nicht unerläutert lassen. Also es muss ein Gesamtkonzept her, was auch die Architektur mit einbezieht. Das habe ich ja auch, glaube ich, versucht deutlich zu machen. Auch die Architektur ist ein ganz entscheidender Aspekt für den Erfolg des Gesamtkonzeptes. Die muss auch verständlich sein, die muss auch attraktiv sein, die muss in Verbindung zu dem stehen, was man da zeigt. Und dann muss dort mit allen heutigen, sag ich mal, modernen Möglichkeiten, die wir ja haben und die ja sich enorm entwickelt haben in den letzten Jahren, auch eine Vorstellung von dem Gesamtgebäude und auch von der Nutzung gegeben werden. Natürlich ist ein solches archäologisches Fenster und deswegen sprechen wir ja von einem Gebäude und nicht mehr von Freiflächen in der Straße, nicht mehr von überdachten Glasplätzen, sondern wirklich von einem Gebäude, was zum Zweck hat, die Geschichte dieses Ortes darzustellen. Und dann kann ich ganz viele auch mediale Methoden dort mit einsetzen, die auch die Möglichkeit geben, das entsprechend auch anzupassen und immer mal wieder neue Schwerpunkte zu setzen. Ich glaube, ein Punkt, der immer wieder genannt worden ist, der ist ganz entscheidend, nämlich die Frage nach dem Konzept. Das ist wirklich etwas, was die Gemeinde auch selber für sich klären muss. Welche Rolle hat etwas im touristischen Gesamtkonzept? Wo sollen Besucher informiert werden? Wie will ich die ansprechen? Soll das an diesem Platz geschehen? Wie kann ich die dahin führen? Wie ist das vernetzt mit den Informationen im Abteibereich? Und wenn ich das habe, dann kann ich auch die Bedürfnisse für diesen Ort zuschreiben. Also ich kann ganz unterschiedliche Konzepte verfolgen. Ich kann mich darauf reduzieren, und das kann sehr gut sein, praktisch wirklich die Geschichte dieses ergrabenen Platzes in einem Kontext natürlich zu erzählen. Ich kann aber auch sagen, das ist der Anlaufpunkt, um mehr von Echternachtsgeschichte da reinzubringen. Das ist wirklich ein Punkt, den muss man sich gründlich überlegen und daraufhin muss man den Raumbedarf, die Architektur und entsprechendes zuschneiden. Aber ich glaube, das ist so ein Prozess, den man auch sicherlich hier in absehbarer Zeit gut klären kann. Ja, ich möchte das nur ganz kurz ergänzen. Also ich habe die Studie von Novitus beinhaltet 80 Seiten. Die haben natürlich jetzt in 10 Minuten nur das ganz schnell überflogen. Das ist ein ganz wesentlicher Ansatz in dieser Studie, die wir jetzt im Detail untersuchen sollen. Es geht ganz genau darum. Also, wir haben 2 Aufgaben. Das einmal, und das haben Sie ja jetzt nochmal bestätigt, die Architektur. Das ist das eine, das ist die Hülle. Aber das andere ist der Inhalt.
Und die beiden Ansätze müssen wir jetzt angehen, und zwar parallel, und zwar sofort. Also wir wirklich uns Gedanken machen, was kommt da rein und wie soll es außen ausschauen. Das ist ganz klar, sonst macht das keinen Sinn. Das ist genau da. Wenn ich noch mal intervenieren darf, ist genau das. Sie kennen wahrscheinlich auch natürlich als Historiker das Museum in Athen über die Kykladen, was exemplarisch aufgebaut ist, also auch vom optischen her, von den Erklärungen her. Und wenn das nicht so konzipiert wird, dann sage ich es noch einmal, dann kommen wir immer wieder zu dem Problem, wie wir das auch nicht nur hier in Luxemburg haben, sondern weltweit, dass einfach die ausgegrabenen architektonischen archäologischen Stätten einfach vergammeln. Und das kann nicht das Ziel sein. Also wir sollten uns das wirklich gut durch den Kopf gehen lassen. Ja. Sonst ist die Sache, tut mir leid, das läuft sich aus. Ja. Ich kann Ihnen da nur 100%ig zustimmen. Also ich unterrichte in Aarhus neben Archäologie auch Sustainable Heritage Management, also nachhaltige Denkmalpflege. Und eine ganz zentrale Erkenntnis der nachhaltigen Denkmalpflege ist, dass ein Denkmal nicht funktioniert und nicht erhalten werden kann, wenn die Bürger der Stadt sich dafür nicht interessieren. Das heißt, es ist von ganz zentraler, essentieller Bedeutung, dass die Menschen hier in Echternach auch mit ins Boot geholt werden, auch aktiv mit teilnehmen an der Nutzung, an der Planung, an der Konzeptionierung und auch später an der Verwendung dieses Denkmals. Das ist ganz essentiell. Es ist Ihre Stadt, es ist Ihre Geschichte und wir wollen sie auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, und wenn man schon über einen Schutzbau nachdenkt, ne, dann ist ja auch in gewisser Weise, wenn die Unterhaltung gewährleistet ist, auch klar, dass dann die Befunde erhalten bleiben und eben nicht vergammeln. Ne. Die Frage ist, die man sich hier stellen sollte und das abwägen sollte, ob man eine didaktische Präsentation des Gebäudes und des Lebens in diesem Gebäude und Parallelen hierzu allein präsentieren sollte oder ob man an eine etwas größere Lösung denkt, nämlich die Geschichte Echternachs und der Region hier zu erzählen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder die archäologischen Dokumentationen hier in der Stadt, beispielsweise die Untersuchungen an der Stadtmauer besucht. Ich kenne die Grabungen, die Jean Krier damals im Abteibereich geleitet hat. Ich weiß, wie viele archäologische Funde in den Magazinen der archäologischen Denkmalpflege zur Villa von Echternach vorhanden sind. Aus all dem könnte man hervorragend eine Erzählung, ein Narrativ zur Geschichte Echternachs machen und das an diesem Ort präsentieren. Das wäre dann ein bisschen größer gedacht, ne, über diesen einen Bau, der schon allein spannend genug ist, hinaus. Ein Punkt noch, den ich wirklich betonen möchte, um auch noch mal zu zeigen, wie außergewöhnlich dieser Platz ist, also auch mit Blick auf eine mögliche Präsentation, ist ja das wahnsinnige Glück, dass man hier auf einer Parzelle diesen Bau nahezu komplett hat. Ne? Ansonsten, wenn Sie Stadtarchäologie betreiben, egal wo, dann haben Sie fast immer nur Ausschnitte, ne, von irgendwelchen Funden und Befunden auf der einen Parzelle, die Ihnen irgendwo dann zur Verfügung steht. Hier haben Sie ein komplettes Gebäude, dieses profane Gebäude des 10. Jahrhunderts, das auf jeden Fall mit Hochadel in Verbindung zu bringen ist, auf einem Grundstück. Ne? Und das ist eine Wahnsinnschance. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn Sie da weiter auch groß denken für die Zukunft und sich überlegen, ob man hier nicht die Geschichte Echternachs insgesamt erzählen möchte. Da hinten, ganz hinten ist noch ein. Wie hoch sind die Chancen, dass auf den Grundstücken neben dieser Parzelle noch weitere ähnliche hochwertige Gebäude entdeckt werden? Zweitens, wenn hier ein Neubau geplant wird, wir wissen alle hier die Problematik des Hochwassers.
Wie kann man sich das vorstellen, dass hier so ein Schutzbau diese archäologischen Funde in ein gutes Bild setzt, doch das Ganze nicht überflutet wird bei einem Hochwasser? Wenn ich jetzt mal, ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich kann Ihnen jetzt schon mal direkt das Neueste erzählen. Wir haben im Moment in dem Bereich hier gegenüber haben wir Sondagen am Laufen. Ich war heute leider nicht da. Ich habe nur gesehen, was letzte Woche da passiert ist. Und wir haben hier in dem Hinterhofbereich eigentlich sehr spannend, eigentlich einen negativen Befund, aber der ist in seiner negativen Befund super spannend, weil wir mehrere Humusschichten haben, die übereinander sind, aus denen Scherben kommen, wo man sieht, dass die zeitliche Abfolge, die wir in dem Gebäudebereich haben, sich auf diesem Terrain wiederholt, aber in Humusschichten. Das heißt, wir haben in diesem Bereich hier, in diesem Hinterhofbereich, wirklich mit Gartenzonen zu tun, Ackerbau, irgendwelchen landwirtschaftlichen Bereichen zu tun, wo eben halt kein neues Gebäude steht aus der Zeit. Wir sind im Moment, die Sondagen haben jetzt gerade hier vorne angefangen, da ist effektiv auch eine Bebauung festzustellen, aber es sind 2 Schnitte, ich konnte einen kleinen Blick reinwerfen, bevor ich hierher gekommen bin. Ich werde morgen früh hingehen, das ist wirklich sehr aktuell, und morgen früh werde ich dann ein bisschen genaueres erfahren. Also es gibt Strukturen, ja, aber welche Art die sind, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Aber es ist eben auch spannend, ein negativer Befund kann auch für die Wissenschaft sehr spannend sein. Da wird es dann interessant, auch Bodenanalysen und so weiter zu machen, aber das ist natürlich für den Bauherrn eigentlich eine positive Überraschung, die er sich vielleicht gar nicht mal erwartet hat, dass es also auch Bereiche gibt in Echternach, die jetzt nicht irgendwelche tollen Gebäude aus dem 10. Jahrhundert liefern. Ja, vielleicht ist den zweiten Teil von der Frage am Heichwasser. Ja, Heichwasser kriegen wir hier erst nach sicherlich nicht weg. Ne? Das hängt immer von auf. Wir hatten das Jahr, letztes Jahr im Juli haben wir ja 1000 Heichwasser was gemacht hat, dass wir auch auf der Marktplatz Wasser stehen hatten. Also das Lokalwasser von außen an die archäologische Städte geflossen, dass eben das Grundwasser da raufkommt, also dass es von innen raufkommt. Den ursprünglichen Projekt, ehe wir die Archäologie gefunden hatten, das war mir bekannt, dass wir am HQ 100 als befanden und dementsprechend das auch das Gebäude so geplant, dass auch beim Antritt von dem HQ 100 das Gebäude Heichwasser sicher ist. Das heißt, es war gerade die Situation von der Garagen aufhört, dann müssen die mir heisch gemacht, respektiv mussten die mit so Elementen können zugemacht werden. Die Situation haben wir viel heute zuerst danach. Wenn ein Schutzhülle, die Architektur komplett fertig ist, die Astro an sich wasserdicht, respektiv, du musst dann mit WU, Wasser undurchlässiger Beton schaffen und so weiter. Das ist keine große Problematik mehr, aber Situation oder Thematik vom Eichwasser, die kriegen wir nicht weggedurcht. Marktplatz ist manner problematisch, manner oft betroffen wie andere Fälle. Und erst nach die Mino bei der Sauer sind noch ein bisschen mit die fliehen. Ja, ich denke, am Anfang ist es für euch noch eine Chance, wenn den hört, wie die Experten aus dem Ausland das hatten anordnen, weil den am Anfang das machen. Und das Rätsgegangen eben von all den Möglichkeiten, die bestehen. Ich meine, über das Museal draus und über den Narrativ von ihr, nach den an den Raum gestaltet gehen, das war auch de Faktor von Archiv und von Dokumentation. Also seit Jahren gibt es Stimmen, die immer so, wir brauchen für euch nach dem Centre de Dokumentation. Es gibt nicht die richtig systematisierten Archiv über die Geschichte von ihr danach. Und das wäre heute die Gelegenheit, die missgreifen für ein Lo heute zu machen. Dadurch Möglichkeit besteht für auch Recherche über die Geschichte hinzuziehen. Experten, die eben über erst nach der Geschichte will worden alles recherchieren. Und
von allen Dokumenten an historischen oder historische Dokumente, die es gibt, da sind der Haut noch viele privaten Händen. Da dort wäre die Gelegenheit eben auch für die Zentralstelle durchaus zu machen. Merci. Ich will just daran erinnern, dass für mehr wie 20 Jahre ein wissenschaftliches Institut hat zuerst nach gegründet ist von Fachleuten, die sich ausweisen konnten. Und ja, war relativ kurz darauf die Aktivität nicht konnten weiterführen, mehr Huse an Städte von da aus auf Belval weiter verloren, unter ganz bedauerlichen Umständen, die ich aber auch nicht will breit trippeln. Also going lange Zeit, wo der richtige Glauben an die richtige Parteikarte von allem mehr wichtig wären wie Fachkompetenz. Das war schon in ihrer Zeit, man damals nicht los. Bisschen mehr pragmatisch. Also denkbar, dass in die Baulücke vielleicht ein bisschen mehr kurz- bis mittelfristig können schließen, dass in Obmanns die Goldstufe halt zuerst nach könnte ein bisschen an Walle sitzen, als das denkbar, also 4, den E-Projekt 4, und dann dort noch den anderen Projekt verschiedene statt in sich dort Zeit lässt, aber die 4. Projekt, das in die vielleicht könnt 4 machen, als das denkbar. Ja, also da haben wir auch effektiv letzte Woche darüber geschwärzt, und da war auch Madame Biss dabei, und dazu unsere positive Ja kriegt. Prinzipiell können sich vorstellen, noch von der Archäologie her, den initialen Projekt, den Stadtdienst nach hat, steht initial PHP von dem Ganzen, dass die den an 2 splecken, dass das sogar à la limite 2 Gebäude könnte sind, rein hypothetisch. Da muss ich aber dann aufpassen, das muss auch architektonisch auch nachpassen. Dafür kommen nicht allein, aber mal das gesamtarchitektonisch Plan zu machen, Kit, da den dann, wann aus welchen Gründen auch immer, man fichten das Kind aufhängen. Also denkbar ist es schon, aber ich denke, muss aber vielleicht mal ein Gesamtplan durch, nicht, dass man nur urbanistisch etwas nicht Glückliches machen, wo man sieht, wie Probleme machen. Aber der Minister hat gesagt, durchaus, also denkbar, die fichten Teil, ein Genehmigung zu kriegen, auch von den hönnischen Teil nach nicht, wann Konzert noch nicht ging stehen. Und da, an dem Sinn, an die Richtung ja, aber ich als Bürgermeister meine ich aber trotzdem so, komme ich gucken für dich, aber genau wissen, wo Futres hingeht, am besten direkt Summe realisiert, auch nicht so lange gewährt. Also ich gebe auch den Hönnischen, die gebe ich auch nicht allzu lange als Höhle ins Hand. Als Höhle ins Hand, ja. Da hängt das, weil doch für die Archäologie absolut nicht gut aus. Ne? Geht das, wie der Pierre Kaute gesagt hat, dran Konzept, was Bannenleben überlangt, dass du vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber irgendwie das ganz bebauen und schützen für die Witterung, ich meine, das sollte aber relativ schnell geschehen, weil das ist nicht gut für die Archäologie. Ja, vielleicht auch von meiner Seite effektiv, also alles, das ist absolut möglich. Das Einzige war das, mit du findest die Lesungen, das ist kein Thema, das bei einem klassierten Site, du schwätzt nicht am Matt zu dem, was neben gebaut wird. Das ist einfach, das wäre heute der Fall, das ist auch sonst der Fall. Ich kenne den Bürgermeister aber ganz rasch, dass das nicht soll separat gucken, dass ich schon soll die Planung insgesamt machen, weil das so ein Zentralplatz von ihr nach, aber wenn er gerne hat, dass es funktioniert, dann ist es wichtig, dass das an der anderen River geht. Und auch das Konzept, natürlich muss ich nicht bis an den letzten Detail holen, aber ich meine schon, dass es muss klar sein, was genau der But aus von dem, was gemacht wird, ob es ein Centre de Recherche gibt oder ob es ein Musee oder ein Urlaubsstelle gibt für das lokalhistorisch Teil zuerst danach. Da sollen die Grundgedanken verstehen und dann die letzten Details von der Szenografie. Also das kann ich natürlich auch für eine mesure developieren, aber die nächste Monate sollte man schon dann damit verbringen, als wirklich eins zu gehen, Konzept
parallel zu den Plänen, die da können ausgeschafft gehen. Ich meine, dass das extrem wichtig ist. Wie sind dann so Denkmaße von dem Gebäude, so an dem Festungsmauer ungefähr? Jetzt muss ich noch mal schnell nachdenken. Es waren 22 Meter mal ungefähr 19 Meter. Das Gebäude? Ja, ja. Ich spreche jetzt nur von dem Bereich von hier auf da. Also 22, 19 Meter. 17, 18 und etwas Meter. Ja. Und mit der Umfassungsmauer? Ja, das ist, wo du meinst. Und wenn ich die komplette Umfassungsmauer mache, dann gehe ich bis vorne an den Marktplatz, gell? Weil wir haben es ja ursprünglich mit einem Vorhofsbereich zu tun, der bis an den Marktplatz ranreicht und einem hinteren Bereich. Also insofern, das sind da ein bisschen mehr. Tut mir leid, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber wie ich ja gesagt hatte, eingangs gesagt hatte, hier in diesem Bereich ist aufgrund der Unterkellerung, der modernen Unterkellerung von der Petite Marquise schon vieles zerstört gewesen. Wir müssen allerdings noch, nur für die, die das sich wundern, ihr wisst, dass hier im Moment Abrissarbeiten stattfinden. Wir hatten deswegen keinen Zugang auf diese Randzone, die noch nicht fertig gegraben worden ist. Die wollten eigentlich am Freitag fertig geworden sein. Wie das dann so ist, auf einmal taucht ein Mazutank auf. Sie sind nicht fertig geworden. Das heißt, sobald die Baustelle frei ist, würde ich diese Zone gerne noch fertig graben. Auch vor allen Dingen, wenn man hier sieht, diese Umfassungsmauer zieht hier auf diese Seite zu. Und das wird natürlich super spannend, bei so einem wichtigen Komplex so viel wie möglich an Informationen auch aus dem Vorhofsbereich rauszukriegen, bevor dann wirklich freie Fahrt ist für freie Bürger. Wir müssen einfach mit der Gemeinde gucken, weil wir haben dann einen Brief bekommen kürzlich, und das verstehe ich auch, dass dieses Gebäude hier isoliert werden muss, also ertüchtigt werden muss, damit es für die längere Zeit, wo es offen steht, da müssen wir einfach gucken. Das ist jetzt ein Feintuning, ich gehe da ein bisschen aufs Detail ein, aber um zu zeigen, wie komplex diese Baustelle ist. Also da ist noch in den nächsten Wochen noch ein bisschen, wird da auch noch was passieren. Dieser Fund soll ja einzigartig in Europa sein. Was die Finanzierung anbelangt, kann man dann nicht europäische Fördergelder erhalten? Also es gibt, oder Schweiz-Lützburg, es gibt ja für vieles europäische Fördergelder. Normalerweise ist das ein Projekt gebunden, die auch irgendwie eine europäische Konnotation haben. Wieso nicht? Wir können allem auf die Spur gehen. Prinzipiell ist aber so, wie ich für schon gesagt habe, dass der Staat natürlich muss seine Verantwortung überholen. Und da können wir gucken, wo wir dann darüber können froh gehen, für Fördergelder zu kriegen. Aber wir werden nicht auch europäisch suchen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir kommen zum Ende. Vielen Dank auch für die rege Teilnahme, muss ich sagen. Das war wirklich, da kommt noch einer. Da will noch einer noch mal neu. Ich spiele nach immer das Spielverdreher, weil es um Finanzen geht. Dem Siegfried St. Palais, das ist d'Importance national. Wir sind der Überzeugung, dass die Valorisation von der Geschichte von Irstanach en tant que tel auch d'Importance national wäre. Das heißt, der Staat kann die Valorisation auch wiederholen. Also, ich verstehe das ja. Ich verstehe das aus der Vue von der Gemeinde, aber da kommen zwei Elemente dabei. Das eine, das für Drohnen ganz gut detailliert gehen, dass es extrem wichtig ist. Und dafür sind ich froh, dass wir an so einem guten Échange sind, dass es extrem wichtig ist, dass Bürger aus der Gemeinde und auch die politisch Responsablen hinter einem Projekt stehen.
Weil wenn der Staat etwas in so imposiert, wo weder die Bürger noch die politisch Responsablen erfüllen, dann funktioniert das nicht. Das ist eine absolute Evidenz. Das ist ein Projekt, und dafür war das mal von Anfang an so wichtig, weil es auch so gesehen, dass das kann nicht klappen, wenn wir heute gesagt kriegen, nee, das brauchen wir nicht, das schütten wir zu, oder wir hätten den Parking am Platz, oder also an die Richtung argumentiert wird. Und da könnte der Staat dann sagt, nee, ich will heute gerne ein archäologisches Patrimoine valorisieren, ich will gerne ein Museum drauf bauen, ich will gerne den Esternacher Patrimoine valorisieren. Das kann nicht klappen. Weil dir musst dich können du mal identifizieren, dir musst können dafür schwatzen, dafür schwärmen, die Leute dafür begeistern, dir musst selber wollen du hingehen und dir musst dann auch eben die viele Leute, die all Jahres erst danach gucken kommen, auch dazu motivieren, für du hinzugehen. Weil sonst klappt das nicht. Das ist die Essenz davon. Was das Finanzment davon anbelangt, wie dass man nach kein Projekt durchleihen haben, also es ist im Moment unmöglich zu sagen, was das wird ausmachen. Wir haben ein Rutsch Sitten zu Lützeburg oder Gemengen, die einen lokalhistorischen Patrimoine und einen lokalhistorischen Wert haben. Und die meisten von diesen Gemengen überholen auch mit die Responsabilität. Und das ist am Anfang das, wo ich der Meinung bin, das muss geschehen, dass man Datei zusammen müssen umgehen. Und das ist nicht just etwas Nationales, weil dir sieht all erst nachher. Gött jo erst danach. Erst danach ist ja nicht losgelöst von Lützeburg und das auch nicht die gibt ja nicht eine ganze Responsabilität und der Staat auf. Das ist etwas, die identifiziert ihr schon mal. Ich kenne da ja auch manchmal kein Gemeng am Land, wo Bewohner von der Gemeinde sich so identifizieren mit der Platz, wo sie wohnen. Dafür fand ich das erstaunlich, für Leute zu sagen, die will dich davon Erlass lesen und das soll allein der Staat machen. Die haben gerade so ein riesen Engagement auch heute, dass ich der Meinung bin, dass es extrem wichtig ist, dass ihr das zusammen machen muss. Ja, Madame Minister, Herr Bürgermeister, das ist positiv, den Ofen. Also ich gesehen das so und ich freue mich darüber. Ich wollte aber sagen, dass ein ganz Partyprojekt am Land zu 100% vom Staat bezahlt gesehen. Heute zu nach Trémerville, dann Saint Medieval, ich weiß, wo wir die schwätzen, ganz bezahlt vom Staat, die Renovation, und auch der sogenannten Hierhof. 100% vom Staat bezahlt gehen als Mattesuren, die vom Löschenhaus nach übrig waren, weil das ist ja schief gegangen. Das ist aber nicht nimmen so. Halt zu ich danach, mit das man am Wenzelsweh an der Stadt, so man Wobansweh, die am Territoire von der Gemeinde Lützeburg leihen, dass man bald alle Burgen am Land so. Ich fange nur wie nun mit Kleft, wo die Gemeinde draus sitzt. Der Staat hat alles geliebt. Geheiert im Staat. Ja, wir dürfen sie nicht mit d'accord mit der Proposition von Dr. Strasser. Gemeint soll dem Staat den Sitz schenken und der Staat sollen en Valeur setzen. So werden wir früher. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen lang werde. Also dat man rein staatliche Finanzment, dat tut ein bisschen evoluiert, die wird die letzten Jahrzehnte. Auch wann die Idee natürlich ganz sympathisch ist. Also da war so, dass man viel mehr auf Kollaborationen setzen, eben auch aus den Gründen, die ich für Drogen so tun, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Fakt, ob wir etwas Ranglo en Valeur setzen, was Patrimoine national ist, wie zum Beispiel Klief, wo dem Staat gehört, wo der Staat auch eine Ausstellung dran gesagt hat, Family of Man, die auch nationale Patrimoine ist, wo wohl ein kleiner Teil davon der Gemeinde Klief zur Verfügung gestellt wird. Gemeinde Klief, die aber mittlerweile auch mehr etwas Großes eigentlich braucht, als Sicht. Das ist eine kleine Nevenklammer. Mir hängt alles davon ab, was wir heute machen wollen. Das ist am Anfang des Hands von dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben.
Geht es just darum, Dateien zu valorisieren, was Fond gouf, oder geht es darum, heraus Profit zu ziehen? Für den formidable Patrimon, den ihr danach hat, die formidable Geschichte, die ihr danach hat, für die Mat en Valeur zu setzen, für eine Urlaubsstelle zu machen, für Touristen, die hinkommen, die Informationen wollen kriegen, über all mögliche Sachen, die zuerst danach sind, die ihr kann gucken gehen, visitieren gehen. Und dann als Gemeinde erst danach mat gefrot, dat das nicht just zuerst danach so, dat das am ganzen Land so. Ja, also ich habe voll Verständnis dafür, wenn als lokalpolitisch responsabel sich hauptsächlich für allem um Finanzen Sorge machen. Ich muss aber sagen, dass ich schon über 40 Jahre an der Wirtschaft wohnen, die anscheinend der Bewegung ist. Frieden sich zwar in der weiteren Richtung. Und ich bin besonders das erste nachher einfach bewusst sind, was das für eine Chance für die Wirtschaft ist. Ich denke, das ist schon eine Challenge, finanziell gesehen, urbanistisch gesehen, wie die Trouvaille bedeutet wirklich eine unique Chance für die Wirtschaft. Und ich denke, das ist auch nicht der Moment für potemkinische Fassaden abzurichten, für nicht mehr Baulücken zu schließen. Es muss ein Gesamtkonzept developieren, sowohl was das Site angeht, archäologisch gesehen, wie auch urbanistisch gesehen, das Ganze mit einem Inhalt füllen, sich dès le début mit dem Konzept beschäftigen, das Konzept affinieren. Bon, Finanzen kommen natürlich noch, müssen sich Zeit gehen, und ich denke, da kann ich schon etwas Ordentliches dafür machen, für ich danach auf das ganze Land. Darf ich das als Schlusswort erlernen? Ganz ehrlich, ich meine, dass weitere Diskussionen gibt sich im Moment im Kreise drehen. An das, was du gesagt hast, ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Vielmals merci. Und, damit möchte ich dann mich auch noch mal bei allen Rednern bedanken, bei der Minister, beim Bürgermeister, bei Herrn Wemhoff, Herrn Atzbach, Herr Clemens. Vielmals merci auch für die wunderbare Zusammenarbeit. Das muss ich schon sagen. Also, das ist schon flott, wenn man sich nicht so ganz allein auf der Welt muss fühlen.